Hab nicht gewusst, dass ich sie eine Töne machen kann. Ich hab's aber gerade rausgefunden und hab's ziemlich lustig gefunden. Hallo! Hallo! Hört mich irgendjemand? Hallo! Hoppala. Habe Herr Mummelkopf, Herr Balu, Mellis Pferdewild, Herr Tobias Genzel, Herr Julie Crofter, Alice aus dem Wunderland, Mummelkopf, Ruffi, Herr Rhein, Frau Eva Maria, Herr Werner, Herr Bley, Herr Stefan, Herr Darth Talien, Herr Nico, Herr Boris Blut, Frau Schmidt, Herr Devin, jetzt wird es langsam schwierig, dass ich die ganze... Wir haben so einen hohen Frauenanteil. Wo kommt denn der eigentlich her? Frage ich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wundervolles Hallöchen. Was ist geht? So, jetzt muss ich erst einmal schauen, was da überhaupt los ist. Sieht man da überhaupt... Der Fanboy, der Narische ist da. Erstmal wieder, ich versuche nämlich gerade wieder außer zum Filtern, ob ich irgendwie meine VIPs sehe. Ich habe das nämlich da ein bisschen umgeschrieben nach unserem Mod seiner Empfehlung und es funktioniert nicht. Deswegen muss ich wahrscheinlich einen Stream ganz normal, ja, da neben mir nochmal laufen lassen, damit ich ihn lesen kann. Meine Damen und Herren, es geht, Bitch! Herr Bernetze, der zeichnet der Trachtmann heute auch. Na, der Trachtmann zeichnet heute nicht. Aber für den Trachtmann habe ich heute noch was anderes. Eine Kleinigkeit, da wo wir ihm helfen können. Der TBG Tom schreibt, es ist asynchron. Dann musst du noch mal neu lohnen. Weil bei mir schaut es zumindest so aus, als da alles passen. Ja, also es schaut bei mir nicht so aus, sondern es darf sogar alles passen, glaube ich. Herr Hüttner, Herr Meier, die Chlor, der Cowworld Chiemgau, habe die Ehre. Herr Feinstes Vollbier, habe die Ehre. Ist ja klar, ne? Der Herr Gänger aus Straubing, habe die Ehre. Der Herr Jägermeister, der Cornelius, der Gehsteigpanzer. der Gehsteigpanzer. Ah, da kriegst du einen Vogel. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Ich glaube, ich hoffe, also mir geht's gut. Wir haben halt fast 30 Grad, es ist ein bisschen brutal warm. Der Mummelkopf, habe die Ehre. Der Villa ist auch da. Also Vorsicht, meine Damen und Herren, wir haben wieder einen Mod herin. Wer sich quasi aufführt wie ein Preis, der wird ausgeschmissen. Was haben wir denn noch alles? Was haben wir denn dann noch alles? Kommst du dieses Jahr auch zum Battlemarkt nach Oberstimmen bei Ingolstadt? Nein. Nein. Aha, schon wieder bist du da. Ja, also wer hätte das gedacht? Wir haben ja mittlerweile bei Live Session 31, sprich, wir haben ja schon 31 Mal freitags gestreamt. Man könnte, wenn man wollte, behaupten, das ist recht regelmäßig und die meisten wissen es ja jetzt mittlerweile. Oder sehe ich das anders? Die vom Bürger kaputt gemacht, die Oma. Christi Bürger, was kochst du heute? Ich wandere ihm vor, als wie du machst eine Preiswurst in Weißbier eingemacht. Also ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass alle, die da sind, das Kruzifix vom Donnerstag gesehen haben. Ich war sehr begeistert darüber, wie ihr darauf reagiert habt. Hat mich narrisch gefreut, ist aber eh klar. Das galaktische Imperium! Immer und immer wieder, wenn du schreibst, ist in meinem Kopf, ist da, müsst ihr jetzt da so vorstellen, ist da so ein Loch drin und da rennt der Mo mit der schwarzen Masken umeinander und im Hintergrund so Herr Kulzer, Dere Bürger, wie wäre es heute leider nicht schaffen zuzuschauen, weil meine Fragen Krankenhaus liegt. Das glaube ich, Fragen heißt Frau. Das höre ich nicht gern. Dann schalt sofort den Stream aus, ab zu deiner Alten. Und riechst dir bitte von mir einen schönen Gruß aus und gute Besserung. Ich mag ehrlich gesagt gar nicht so genau nachfragen, was da los ist. Aber wenn es Krankenhaus heißt, dann heißt das nichts Gutes. Schickt's einmal an Herrn Kulzer eine gute Besserung, ja? Oder dann Herrn Kulzer seiner Frau. So. Das ist einmal wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Der Gentleman, habe die Ehre. Servus Bürger, was gibt's denn heute? Das ist eine gute Frage, was es heute gibt. Ich glaube, also grundlegend gibt's einmal
ein Deppel-Ragout. Hat das eigentlich irgendjemand gelesen? Das ist nicht, also wir haben so viel Kommentare haben wir noch nie auf einem Video gehabt auf 2 Tage. Unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Und Herr Steve Karneval, merci für dein Zwickel. Geht das? Kaufen? Ja, es geht. Geht es? Kaufen und senden. Ganz viel gute Besserungen und ganz viel Herzl für die Frau Kulzer. Herr Kulzer, das musst du aufnehmen, bringst dir ein Handy und dann sagst du dir gute Besserung von uns. Vergeht's gut an den Herrn Steve. Was sagst du zu, was, der Killux HD schreibt, was sagst du zu Mulch-US-Gift? Was? Das ist doch schon wieder ein Monat alt, oder? Wo der Unge die Scheiße da erzählt hat mit seinem Mulch-Scheißdreck. Also, keine Ahnung. Da regt sich an. Babyschnacksalottel hängt da umeinander, darf natürlich nicht runterhängen, ist aber eh klar. Erst einmal habe ich der meine Twitch-Zuschauer. Das ist aber so ein kleines Sondervolk. Wie so ein kleines Sondervolk. Da muss man mal hergehen und muss aber separat Grüß Gott sagen. Der Herr Bayer for Life, der Herr Dirty Crow, der Herr Eckel, der Herr Mühlbauer. Sers, was? Sers geht hoffentlich bald wieder. Was geht denn nicht? Hey Birger, kannst du die Warnung? Hey Birger, wenn du einen kurzen dringen musst, welchen schwabst du dann oben? Was einen kurzen, wenn ich saufen muss? Puh. Leck mir mal, also das habe ich ja nicht ich zum Entscheiden, wenn ich ihn saufen muss, was ich mir dann oben schwab. Die Frage ist, wenn ich einen kurzen saufen muss, dann ist es bei uns meistens ein Jägermeister. Und ich habe in meinem Leben so viel Jägermeister gesoffen, dass du ein Schlagerl kriegen darfst, wahrscheinlich. Der Bavarian Techno-Fan schreibt, machst du jetzt eine Kochshow? Ja, vielleicht haben das die meisten vielleicht auch gesehen. Es ist ja heute, der Titel ist heute Birgers Kochstudio, aber wir. Ja, um das geht's heute einmal kurz so. Jetzt müssen wir schauen, ob schon irgendjemand auf die Umfrage reagiert hat. Nein. Also, das ist jetzt so eine Geschichte. Jetzt pass auf, jetzt muss ich ganz kurz meinen Chat ausblenden. Und zwar, pass auf, da. Jeder von euch. Und wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, deswegen sage ich es euch jetzt halt auch noch nicht. Da müssen wir uns erst darüber unterhalten, was da so meine Gedanken sind und so weiter. Das ist mir tatsächlich halt wirklich während dem Scheißvideo da eingefallen mit dieser Kochsendung, weil ich mir wirklich gefragt habe, was zum Teufel möchte mir dieser Typ erzählen? Soll das eine Kochsendung sein? Was soll denn das darstellen? Dann habe ich mir gedacht, das kann ich auch. Und dann ist halt passiert, was passiert ist. Und dann hat mir der Chris noch schnell ein Logo gezeichnet. Und dann habe ich mir gedacht, fuck, jetzt schauen wir mal, wie die Leute darauf reagieren. Und vielleicht ist das ein neues Format. Ich bin nämlich auf der Suche. Also brauchen wir ja nicht drum rumschmerzen, wir haben ja verschiedene Formate. Ja, da haben wir einmal die How-Tos, die auch jeder von euch kennt, braucht man nicht schmerzen. Seit gut 2 Monaten haben wir jetzt das Kruzifix-Format, was nochmal um einiges lustiger für mich zum Machen ist. Es ist bloß schwierig, Sachen zu finden, die man absageln kann, weil ich glaube, langsam aber sicher wird es wahrscheinlich langsam einmal gewesen sein mit peinliche Maß und Oktoberfest und Servus und Franziska und wo ist ein Heisel und dieser ganzen Scheiße. Da darf es mir jetzt halt schon wirklich ganz schön krass wundern, wenn dann noch irgendwelche Sachen kommen, die diesen Typen toppen, den wir am Donnerstag abgesagelt haben. Ja, Ashley darf man natürlich nicht vergessen, da hast du recht, Alina. Ja, also wo sollten das noch hinführen? Und ich möchte gerne neue Sachen natürlich ausprobieren, das ist eh klar. Und diese Kochsendungssache, die habe ich ohne Scheiß schon im Kopf. Es gibt da eine uralte Folge, da bin ich noch 18 oder so. Da habe ich das erste Mal in der Küche eine Kamera aufgestellt und habe da ein Video draus zusammengeschnitten. Das Video gibt's glaube ich, tatsächlich noch irgendwo auf meinem alten Rechner vielleicht. Da müsst ihr nachschauen. Ich weiß nicht, ob das noch existiert. Das wird es natürlich niemals ins Internet schaffen, weil das ist da keine Ahnung, da sterben Leute dabei, wenn sie das anschauen. Damals hat es noch sowas wie ein Jump Cut und sowas hat es nicht gegeben. Naja. Der Nanaboy schreibt, die Stadt heute auch eine gemütliche Grillerei. Ja, also das tue ich heute sowieso auch noch. Heute und morgen wahrscheinlich auch noch. Ja, also jetzt pass Obacht. Und dieses Format Kochstudio habe ich echt schon lange im Kopf. Bloß ich bin
Ich bin ein bisschen unschlüssig. Und da brauche die Eier, also wie geht's denn schöner, ja? Wie soll es denn noch schöner gehen irgendwie? Mit euch zu interagieren über einen Livestream. Ja, für was mache ich den Livestream? Und jede Woche haben wir so ein bisschen ein Thema, wo wir auf das Video aus der Woche wie soll ich sagen, eingängen und uns darüber unterhalten. Und wenn es ja gerade nicht gerade passt, was für ein Video das in der Woche rausgekommen ist, oder wenn einmal kein Video in der Woche rauskommt, ist übrigens auch mal so eine Sache, über die ich mit euch gern schmerzen darf, dann unterhalten wir uns da im Stream drüber. Und was passt jetzt da bitte besser, als ich da einmal grundlegend mit euch zu überhalten? Was machen wir mit dieser Kochsendung? Ich tat gern, aber ich mag halt nichts. Herr Fox McCloud! Herr Fox McCloud! Servus aus Wien. Habe die Ehre und wunderbare Grüße an meine Lieblingsnachbarn, die Österreicher. Grüß nach Wien. Übrigens zu Lieblingsnachbarn, wenn ich das sage, und das sage ich ja öfter, grüß jetzt erst einmal wirklich alle Österreicher, die da sind, weil das werden auch immer mehr. Und grüße alle Mädels, die da sind, weil das auch immer mehr werden, was völliger Irrsinn ist, weil das ist einfach so ein bisschen so ein unbekanntes Terrain. Da sind wir mir Männer beim Streamen und Zocken und diese ganzen Geschichten sind wir mir meistens hoppala, haben wir mir meistens relativ unter uns, wie an einem normalen Stammtisch im Wirtshaus halt auch, ne? Aber es sind wirklich viele Mädels da. Grüßt einmal die Mädels. Herr Max! Oh! Special Thanks und Special Greets zum Max 510. VIP seit letzter Woche, glaube ich. Merci, sag ich dir. Servus! Oh Gott! Servus, Bockmas Bilger, unser Kochgott. Kochgott! Ich hab noch keine Kochsendung nicht. Also eine haben wir schon gemacht. Ja, gut, das stimmt. Vergeht's gut, Alter. Terrain. Feinstes Vollbier. Terrain. Das ist nicht so, weißt du, hier Mädels Terrain. Das ist einfach nicht so, weißt du, Derbus. Also habe ich die ihre Mädels beziehungsweise Derbus seit letzter Woche. Weißt du, das müssen wir noch ein bisschen verinnerlichen, diese ganze Geschichte mit Derbus. Da hat es doch noch irgendwas gegeben letzte Woche, das habe ich schon wieder vergessen. Total blöd gesoffen. Der Max der Quamperte schreibt, können wir ja eine Bierger-Singlebörse aufmachen bald. Ja, da werden nur bayerische Dialektleute miteinander verbunden. Stimmt, das Scheißel haben wir noch erfunden. Gut, schick seng, Chris, schick seng. Lex, das ist schon fast so ein Monat der VIP. Was, der Max ist schon seit einem Monat hier. Ich meine, du warst erst letzte Woche da. Dann habe ich mich verdammt. Dann tut es mir natürlich leid. Und dann Stefan S. müssen wir auch noch schnell grüßen. Also immer, wenn ich da so einen Blick nach links von euch aus gesehen nach rechts wende, dann schaue ich kurz in den originalen YouTube-Chat rein. Und da sehe ich dann eine kleine Markierung mit VIP drauf, was jetzt leider Gottes in meinem Programm immer noch nicht funktioniert, obwohl ich auf YouTube Gaming umgestellt habe und das stellt mir das automatisch immer wieder zurück auf YouTube Now. Aber ist ja egal, funktioniert ja so. Da werde ich mir schon mal noch mal irgendwie irgendwas außer pfrimmeln, wie wir das regeln können. So, wo waren wir? Jetzt pass Obacht. Und zwar bei der Kochsendung. Also dieses Format, bei diesem Format stelle ich mir heute eine Frage. Ich für mich selber, ich darf es gern und ich hätte gern einfach noch ein Format und vielleicht ein Format, das jetzt vielleicht ein bisschen blödo, aber das nicht so saumäßig viel Aufwand ist, wie das ein Kruzifix oder ein How-To ist. Ja? Da sitze ich einfach mehrere Nachmittage dran und schreibe nochmal und bin dann erst fertig, wenn ich fertig bin. Aber so wie jetzt der Kochstudio-Schnipsel für die Leute, die ihn nicht kennen. Jetzt pass auf, hab ich den nochmal da. Hey, ja, den hab ich nochmal da. Jetzt pass auf. Ich zeige euch einmal nochmal ganz kurz für alle die jetzt gerade da haben, vielleicht das Video noch nicht gesehen, was ich meine. Ja? Dieses Video dauert 44 Sekunden, beziehungsweise 40 Sekunden. Und um das geht's halt. Jetzt mir gaff. Wahrscheinlich sperrt mir YouTube jetzt meinen eigenen Kanal, weil ich ein Video in Vollbildformat herzeige. Und dann, ja, weißt du sehr. Ist ja wurscht. Also aufgepasst. Ganz ehrlich, das kriege ich auch hin.
Beidel. In diesen Beidel schmeißt man ein Hink voll Pommes rein, Marmelade aus dem Plastikschachtel und natürlich lecker Muskatnuss. Dann ist das alles wieder drin. Wie lang, wie viel und vor allem warum, sag ich euch nicht. Weit drauf geschissen, dann werfen wir den ganzen Scheißdreck dreimal gegen dir. Tada! Hashtag Sternekoch, Bitch! Hey, ganz ehrlich. Und das ist auch was ganz extremst selten vorkommt. Das Video ist ja schon ein paar Tage länger fertig, als dass ich es vorgestern released habe. Und immer wenn ich die zwei Stellen sehe, mit Muskatnuss und mit Hashtag Sternekoch, Bitch, muss ich selber über meinen eigenen Witz lachen. Das ist zwar ungefähr so, als da ich mir selber anblasen, aber keine Ahnung, das ist einfach, das ist so dumm. Das ist so ein verblödeter Bullshit, dass ich es einfach geil finde. Und das ist was, das geht mir persönlich für mich in meinem Kanal noch ab. Also so richtig dumm. Richtig dumm. Und deswegen bin ich nicht so hundertprozentig, ich bin mir nicht sicher, was ich machen mag. Ich möchte gerne ein Format machen, das genauso lang dauert wie dieser Videoschnipsel, also maximal 60 Sekunden mit 5 Sekunden Intro und kleinem Outro. Und fertig. Das war mein persönlicher Favorit, da hätte ich am allermeisten Bock drauf und wahrscheinlich darf man das wahrscheinlich natürlich auch merken in dem Format. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, ich hätte aber auch Bock auf ein Kochstudio-Format. Was ist denn los mit dir? Herr Mauermann! Meine sehr verehrten Damen und Herren, erst einmal, Herr Mauermann, herzlich willkommen im Bierger Squad oder auch bekannt als Vollbier Squad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt mal, wenn wir ein neuer VIP dazu kriegen, bete ich den Chat drum sauber auszuflippen. Die erste Hälfte fängt eh schon. Ich möchte gern, dass der Chat explodiert und zwar mit habe die Ehre, Herr Mauermann oder Dervus, Herr Mauermann. Vergeht's gut, Alter. Herzlich willkommen beim Bierger Squattel. So, jetzt muss ich da mal erst wieder alles zumachen, damit ich da was sehe. So, passt. Vergelt's Gott! Oh, explodiere, Chat! Let the Chat explode! Ist nur für die. So. Jetzt bei so Wacht. Dampfexpress! Biergers Kochstudio, erster Gast, Joe Waschel mit dem Knoblinger Doppeldecker. Vergeht's gut. Bilders Kochstudio. Erster Gast Joe Waschel mit dem Knoblinger Doppeldecker. Der Bierger verfeinert. Also das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das ist selbstverständlich. Sehr viele Leute kennen einen Joe Waschel. Ist eh klar, ja? Also lässig kochen mit Joe Waschel. Natürlich ist das ein bisschen davon inspiriert oder schaut zumindest so aus, ja? Aber ich bin nicht der erste Mensch der Welt, der eine scheiß Kochsendung macht. Aber ich glaube, wenn ich die Kochsendung so mache wie in diesen 30 bis 60 Sekunden, dann bin ich der Erste. Herr Hippe! Vergeht's gut für den Zwickel. Warum denn eigentlich lauter Zwickel? Und nicht ein Euro. Servus Bilder, Servus Fangemeinde. Ich wünsch euch alle a schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen und VI Spaß beim Grillen. Runde Klammer. Die war noch wichtig. Die runde Klammer war noch essentiell wichtig für die wundervolle Message vom Herrn Hippe. Erst einmal nochmal vergeht's gut. Für ein schönes Wochenende. Wir haben ja fast 30 Grad bei uns in Bayern. Der Himmel ist so blau-weiß, wie er auf unserer Fahne drauf sein soll. Und deswegen vergeht's gut und lasst es euch gut gehen in diesem Sinne. ich brauch einen dicken Sidekick. Ich hab tatsächlich, das hört jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd, das darfst du nicht hören, weil sonst schluckt's mir, aber die ist gerade eh nicht da. Ich hab tatsächlich meine Freundin gefragt, ob es vielleicht mein Sidekick werden soll, aber halt nicht der kleine Dicke. Sie ist nicht klein und dick. Sie ist klar, aber nicht dick. Aber ich glaube, dass ihr das wieder in zu viel Blödsinn ausartet. Und das ist jetzt halt, so eine Frage. But can you do this?
Für jeden, der sich jetzt halt fragt, was zum Fick war das, kann ich da nicht beantworten. So, jetzt pass auf. So, auf der anderen Seite, da waren wir. Absoluter Blödsinn. Genauso wie in dem Schnipsel, den ich euch jetzt gerade gezeigt habe. Das Gegenteil davon, denke ich mir so, war auch geil, hätte ich auch irgendwie Bock drauf, aber das ist schon wieder mit so scheiß viel Arbeit verbunden, was im Grunde auch kein Problem nicht ist, aber langsam wird ich dann nicht mehr fertig, ja? Dann wird ich langsam nicht mehr fertig. Eine ernsthaftere Kochsendung, natürlich mit Blät. Was ist denn los mit dir? Herr Hippe! Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir herzlich im Burger Squad den Herrn Hippe! Muss ich jetzt nochmal erklären, was ihr da müsst? Muss ich das nochmal? Servus, Herr Hippe! Vergelt's Gott an dieser Stelle! Und weil ich schon wieder 25 Mal lese, wie das geht und warum und VIP und überhaupt und bla. Das. Herr Dummdertne, 2,29 €. Servus-Bürger, Sidekick, Antwort, Franziska! Franziska! Servus-Bürger, Sidekick, Antwort, Franziska Ara. Da geht's gut. Wo war man? Ich bin schon wieder im Dauer Dingsbums, wie werde ich hier unterbrochen? Klingt nach Beschweren, aber weißt du eh. Mellis Pferdewelt fragt zum Beispiel auch schon, wie wird man VIP, wie wird man VIP? Diese Frage kommt immer und immer, sobald wir jemanden haben, der gerade VIP wird. Erst einmal, lasst mal sauber einen Chat explodieren für den Herrn Hippe. Das habe ich nicht ganz dazu gesagt, soll ja alles der Richtigkeit haben, ne? So. Ganz kurz angerissen. VIP wirst du entweder wenn du am PC sitzt, über dem Chat ist so ein grüner Knopf, da heißt es Unterstützer werden. Die ganze Geschichte kostet 5 € im Monat. Da geht der größte Teil an mich, der Rest geht an YouTube. Frau geht dahin! Ja, mal, wie der Waschel mit seinem Lehrdirndl umgeht, ist wurscht. Sprich so. Glaub mal, wie der Waschel mit seinen Lehrdirndl umgeht. ISWOA. Stimmt, Spreche aus Erfahrung. Ui, da muss ich vorstellen. Erst einmal vergelt's Gott. Vielen herzlichen Dank an die Frau, geht dahin. Auch eine Frau der ersten Stunde. Langsam soll ja die einmal nach dem nach deinem wirklichen Namen fragen. Langsam darf es Zeit werden. Danke dir. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Der Kumpel von mir hat Koch gelernt und der hat auch gesagt, leck mich am Arsch da in so einer Großküche, da geht's zu, dass du sagst, leck mich am Arsch. So, nochmal, VIP wird man mit dem kleinen Knopf, wenn du am PC sitzt. So, für alle, die am PC sitzen und VIP werden wollen. Über dem Chat ist ein grüner Knopf, Unterstützer werden, kostet 5 € im Monat, so lang bis ihr das wieder kündigt. Der größte Teil davon geht an mich, ein Teil davon geht an YouTube. Das ist eine Unterstützung für mich, für die ich mich bei jedem wirklich sehr herzlich bedanke. Das ist nämlich für mich so der krasseste, möglichste Beweis dafür, dass euch die Scheiße taugt, die ich mache. Und natürlich kann ich mit dem Geld was anfangen. Hab mir gerade das Studioleuchten gekauft von dem Ganzen, was ihr mir da spendet und so weiter. Und seitdem haben wir ein schönes Licht und das Kamerabeutel ist besser. Yay! Dann, der Herr Willer schreibt das ab und zu auch mal in Text rein. Da werde ich jetzt vielleicht dann irgendwann einmal einen Bot einrichten, der das alle halbe Stunde mal postet oder so. Wenn du nicht am PC sitzt, sondern am Handy zuschaust, dann geht das mit der normalen YouTube-App nicht. Das geht nur mit der YouTube-Gaming-App. Da ist dann so ein Knopfeil, Unterstützer werden oder VIP werden. Das heißt irgendwie auch alle 3 Wochen bei YouTube anders. Und dann geht das da. So, genügend darüber gesprochen, außer in 1-2 Stunden fragt mich nochmal einer, dann werde ich es eigentlich nochmal erklären. Wo waren wir? Kochstudio. Wir waren beim Kochstudio. Also, ich hätte genauso Interesse dran. Also, eine ernsthafte Kochsendung zu machen. Ja, ich habe leider Gottes keine kamerataugliche Küche dafür, das ist schon mal das Erste. Deswegen hat mir ich überlegt, kaufe ich mir eine Kinderküche. Und allein dann schon, da muss ich jetzt schon, ich habe so viele Beutel in meinem Kopf, die mich selber zum Lachen bringen und deswegen habe ich einfach viel mehr Bock auf diesen kompletten Blödsinn. Ja, so ein 60-sekündiges Format, das ist dann auch nicht so saumäßig viel Aufwand zum Schneiden und zum Aufnehmen und vorher vorzubereiten und so weiter und so fort. Und ja,
So, selbst bei einer ernsthaften Kochsendung, sprich, wo ich euch tatsächlich zeig, wo wir meiner Meinung nach Weißwürst gekocht werden, wie ein Schweiners gemacht wird, man, es gibt's auch auf 100 verschiedene Arten und Weisen. 3K, vergelt's Gott. Was? Jar har fiddle-dee-dee. Being a Bürger is alright with me. Du, ich kann's so schnell, kann ich nicht lesen. Jaha, fiddle-dee-dee, being a Bürger is alright with me, do what you want, cause Bürger is free, you are a Bürger. Joho, hoin avast, being a Bürger is really badass. Han, the black flag is the end of the mast. You are a Bürger, kleiner als 3. You are a Bürger. Kleiner als 3. Vergeht's gut. Ich hab zwar nicht alles verstanden, du darfst es gerne nochmal in den Chat reinschreiben, damit ich es mir vielleicht in Ruhe nochmal schnell durchlesen kann, aber keine Ahnung. So, nochmal. Eine ernsthafte Kochsendung hört sich auch, also da muss ich mir auch noch ein neues Wort einfallen lassen. Da gibt es Kochshow, Kochsendung, so ist langweilig. Bürgers Panscherei oder was weiß ich. Und dann versuche ich euch tatsächlich zu erklären, so wie meiner Meinung nach Weißwürst gemacht wird, Schweiners gemacht wird oder auf seine verschiedenen Arten gemacht wird, wie es Grillen geht. Das ist auch übrigens was, das wollte ich vor einem Jahr schon anfangen, bevor das da so eskaliert ist mit euch. Da war ich sehr begeisterter Klaus-Zuschauer. Wer einen Klaus nicht kennt, das ist Klaus Grillt, das ist ein ziemlich interessanter Kanal. Wer sich mit ernsthaften Barbecue-Grillen auseinandersetzen möchte, ich finde den Typen ziemlich cool. Es ist zwar ein Berliner, ich meine, ja, und auf Bayerisch gibt es halt sowas noch nicht. Und deswegen überlege ich eben über diese Kochsendung. Ich sag's euch gleich schon mal, hiermit ist angekündigt, kommen wird sie definitiv. Wie, ist die andere Frage und dazu brauche ich euch. Also ich habe wirklich im Kopf diese Kinderküche, ich kaufe mir ein Kochoutfit mit Kochauto und dann wird 40 Sekunden lang nur eskaliert. Nur. Genauso wie es eben in dem Schnipsel war, den ich euch gerne nachher nochmal zeige, weil es kämen ja immer wieder neue Leute dazu und andere Leute gehen wieder aussehen. Und dann werden wir später nochmal drüber reden. Und weil mir jetzt wirklich, ich meine, ihr seid meine Zuschauer, nicht ich. Letztendlich hängt es an euch. Selbstverständlich, wenn ich eine ernsthaftere Kochsendung draus mache, dann wird es halt schwierig. Ja? Also dann wird's wieder schwieriger, dann müsst ihr eigentlich wieder 2 Formate draus machen, weil diese Blödsinn 60-Sekunden-Format-Sache, die lasse ich nicht aus. Vielleicht kann man beide Sachen, also ernsthaft und Blödsinn, auch irgendwie miteinander verbinden. Aber dann säge ich mir jetzt schon 4 Wochen lang an so einer Kochfolge, die 5 Minuten dauert, sitzen und dann kommt 4 Wochen lang kein Video mehr. Das mag ich nicht, das mögt ihr nicht und wisst, was das eben ist. Darum habe ich euch eine Umfrage eingebunden. Und zwar, das muss ich euch jetzt sagen, also wirklich aufpassen, wo ich hingelange, weil euch das, glaube ich, nicht angezeigt wird. So, Chat kurz aus, damit man es hier sieht. Jetzt pass auf. Da herum, im Video, also im Videobereich, am Handy oder am PC, ist so ein kleiner runder Kasten mit einem I. Da drückt jetzt einmal drauf und dann ist oben also ein Umfragekasten. Pass auf, muss ich selber schnell lesen, wie das Ding heißt. Von Bürger, fährt dann so ein Kastel aus im Video, da steht dort von Bürger, Kochstudio, aber wie? Fragezeichen. Und dann heißt es Blödsinn, Eskalation oder mehr ernsthaft. Und da darf es mir jetzt narrisch gefreien, wenn ihr da auf... Es ist eine Abstimmung, es ist eine Umfrage quasi. Bitte mal draufklicken, auf was ihr Bock habt. Und dann werden wir uns das in ein paar Minuten einmal anschauen und ein bisschen verfolgen, weil das werde ich noch ein paar Mal erwähnen, weil ja, wie gesagt, schon immer wieder neue Leute kommen und andere Leute wieder gehen. Ist im Livestream aber ein bisschen schwierig. Aber das darf mich natürlich narrisch gefreien, wenn ihr da einmal drauf drückt. Die Sache ist natürlich, wo sehe ich, wie da abgestimmt worden ist. Da muss ich jetzt halt parallel dazu mal schnell ein bisschen schauen. Also ich sag's euch nochmal, natürlich beeinflusst euch das jetzt wahrscheinlich ein bisschen, wenn ich das sage, aber ich sag's euch auch ganz ehrlich, mehr Bock momentan gerade hätte ich auf diese wirklich 60 Sekunden völlige Eskalation, nur Bullshit, labern, bla 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 und dann ist gut. So als, wie soll ich sagen, so ein bisschen als Zwischendrin-Format, ja. Das immer mal wieder irgendwann kommt, wenn man gerade noch Dünnschiss ist. So quasi. Der Leberkäse ist da. Musst du heute Nachmittag nicht arbeiten, oder was? Herr Leberkäse ist übrigens jemand wirklich da. Herr Don Promillo. Macht er 5 Minuten Terrine in 40 Minuten.
Das ist ein guter Witz. Bilger 25 plus macht A 5 Minuten Terrine in 40 Sekunden. Das ist tatsächlich ein guter Witz. Vergeht's gut, Herr Bromillo. Ja, aber genau so einen verblödeten Blödsinn meine ich. Und da hätte ich so viel Bock drauf, dass es ganz aus ist. Da hätte ich so viel Bock, dass es ganz aus ist. Der Vollbier schreibt, feinstes Vollbier schreibt, aber Eskalation meinst nicht so How-to-Basic-Style, oder? Also bitte nicht in der Sauerkraut einfingern. Na, also ich habe keine Ahnung, irgendwo, man möchte es ja immer steigern. Also keine Ahnung, wo das hinführt irgendwann. Wir haben ja jetzt schon beim Beidel gegen Tier schmeißen. Ich weiß nicht, was mir dann als nächstes einfällt. Keine Ahnung. Magdalena Haber hat auch eine gute Idee, nennt es halt Eskalation. Mit Kochstudio, Birgers Kochstudio, Eskalation. Aber da müsste es mehr um Essen gehen, weil die Scheiße, die ich da mache und vorhab, die wird nicht gegessen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schnell schauen, ob ich da irgendwo auf die Daten von der Umfrage zugreifen kann. Weil ich nur mal in der ersten Minuten klicken gleich mal die meisten irgendwo hin, was sie sich vorstellen. Schauen wir mal. Das ist so interessant, ich kann das da auch laufen lassen. Ja, und Chat sehe ich da auch. Was haben wir da? Infokarte. Zack. Oha! Herr Gentleman! Gentleman! Vergeht's gut für deinen Fünfer. Vergeht's gut. Ui, so wenn's an Blödsinn machst. Okay? Mach bitte nicht so an Scheiß wie Epic Mealtime auf Bayerisch. Das Wenn's anfangst an Leberkast zum Panschen Isburg Fotzentime. Das ist ja wohl eh klar, hallo? Also ich habe jetzt einen Teil nicht verstanden, ich soll was nicht machen wie irgendjemand, den habe ich nicht verstanden, wenn du meinst. Aber wir sollen sagen, jetzt bin ich hängen geblieben. Ja, steh auf dem Schlauch. Steh auf dem Schlauch, was wollte ich jetzt sagen? Kruzifix. Also ja, stimmt. Selbstverständlich gehe ich nicht her und nimm ein ernsthaftes Leberkäse und mach da irgendeinen Scheiß damit. Oder nimm ernsthaft richtige, frische Weißwürst und mach irgendeinen Scheiß damit. Was schon passieren kann, ich nimm abbackel die Weißwürst und mach mit denen irgendeinen Scheiß. Das kann gut passieren, da ist ja wurscht. So denke ich mir das, aber deswegen schmatze ich auch mit euch, ja? Das ist eh klar. Dirty Crow 87, es gibt so sau viel und eine echt gute Grillkanäle, da war was Lustiges schon sehenswerter. Und genau um das geht's mir. Es gibt ja genügend gute Kochsendungen, die da wirklich sagen, wie man Weißwürst sauber macht, wie man Schweine sauber macht. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da haben mit Sicherheit dann viele dabei, die das in der Praxis weit besser kennen als ich. Und als sehr viele auch von euch. So ehrlich muss man halt auch mal sein. Und deswegen denke ich mir, so ein Blödsinn ist halt einfach, das macht halt nicht jeder. Ja? Und kann vielleicht auch nicht jeder, Gott sei Dank einmal. Naja. Der Nico XD schreibt, das war knapp 50-50 bei der Umfrage. Kaum hast du gesagt, dass die Eskalation machen mehr, hat 70% für Eskalation. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Es ist ja nicht ganz so, dass ich euch nicht vielleicht sogar ein bisschen beeinflussen mag. Weil ich einfach auf den kompletten Dünnschiss, da wo ich mir vorher einen Rausch saufen muss, dass ich auf die Scheiße komme, die ich da mache. Wie in den 30 Sekunden, wo ich euch vorher gesagt habe. Da habe ich keinen Rausch nicht gehabt und habe auch keinen Brauch dafür. Das ist ja das Geile. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Deswegen, das darf ich halt lieber machen. Auf der anderen Seite, ich darf aber auch gern sowas Ernsthaftes machen, aber natürlich mit blöd. Ihr werdet nie ein ernsthaftes Format auf meinem Kanal sehen. Nie. Das, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich hasse normalerweise Menschen, die von sich selber sagen, oh, wir sind so verrückt. Oh, wir sind aber so crazy. Best friends forever. Die hasse ich normal auf dem Tod. Aber ich bin außerhalb von der Kamera, renne ich auch miteinander und reden. Was ist denn los mit dir? Hans Stampf! Herzlich willkommen beim Vollbier Squad. Herzliches Vergelt's Gott für deine VIP-Subscription. Habe Spaß. Merci dir, vergelt's gut. Ernsthaft, oder? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr wisst, was das für ein Chat heißt. Bitte, lasst den Chat eskalieren für den Herrn Hans Stampf. Ein Dervus, Herr Hans Stampf, oder Herr, habe die Ehre, Herr Stampf.
Bitte, 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 danke. Jetzt hat er, oh Gott, jetzt eskaliert der Chat wieder. Jetzt mach erst normal und dann eine Version für die das schneller machen wollen und dann batscht er 60 Sekunden noch dran. Ja, das ist eine ganz gute Idee. So in die Richtung habe ich auch schon überlegt. Danny 5000 hat das übrigens geschrieben. Dass das Format wieder eine richtige Message hat. Quasi so und so wird das gekocht, so wird es gemacht. Wenn nicht, kriegst du Fotzen und Herr Hippe! Jetzt habe ich mal eine Frage an alle. Wie schaut es bei euch aus? Darf das Fleisch was zuseln oder schneiden? Jetzt hab ich mal eine Frage an alle. Wie schaut's bei euch aus? Jetzt ist Weißwurst zuzeln oder schneiden? Also sie liest es erstaunlich gut durch. Erst einmal vergeht's gut. Ich lese das nochmal, ich frage es euch nochmal. Schreibt es also mal bitte, schreibt entweder schneien oder zuzeln. Wie frisst ihr euer Weißwurst? Zuzeln oder was war das andere? Schneien. Schneien, zuzeln. Schneien, also schneien ist bis jetzt vorn. Schneiden ist bis jetzt definitiv vorn. Zuzeln, schneien, zuzeln. Seid so ehrlich, wie es geht. Ich sage jetzt nicht, wie es ist. Sage ich euch wirklich, ich sage euch nicht, wie es ist, weil sonst ist ja jeder genauso wie ich. Wahrscheinlich. Schneiden, zuzeln, schneiden, zuzeln. Also ich glaube, dass Schneiden leicht vorn ist. Meistens schneien. Oh, da haben wir ein paar Zuzler. Schneiden, zuzeln. Zuzeln ist Standard. Zuzeln, egal. Egal. Mit der Haut fressen, das ist ein bisschen asozial. Schneiden. Also ich glaube, dass das, 60% schneien, 40% zuzeln. Bis jetzt so. Schneiden mit, der Moritz Maurer frisst mit Ketchup. Du traust dich? Was haben wir noch? Schneien, das Ganze. Also ich glaube 60-40, ein bisschen mehr Leute schneien, das hätte ich aber auch geschätzt. Herr Brumillo! 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 Ich täusche das Schneiden vor und Ich täusch das Schneiden vor und schieb's mir als Ganzes eine. Wo kommt das her? Ja, aber ich sage euch jetzt auch, wie ich meine Weißwürst fries. Genau nämlich wie der Don Brumillo. Ich täusche das Schneiden und dann schiebe es mir ganz ein. Nein, um ganz ehrlich zu sein, ich schneide es auch. Bloß was ich dann mache, ich friss dann, also ich schneide es, ich nehme so halt den Tent, ja. Das darf ich eigentlich schon wahrscheinlich kaum nicht sagen. Ich nehme es in den Tent, schneide es und dann je nach Promillezustand, je nachdem wie ich noch imstande bin, schneide ich es entweder natürlich mit Messer und Gabel, bis da rasierst Senf, Jam, und reinpfotzen, oder ich nehme wirklich den Nocker, die Wurst, also ich schäle, ich schäbst Weiße und dann fahre ich einfach irgendwo in den süßen Senf und schieb's noch ins Maul ein. Das ist meistens so der Standard ab 1,5 Promille. Martin Scherer schreibt, schneiden mit Haut und Ketchup und Mayonnaise. Geil, Weißwurst mit Mayonnaise. Da kriegst du einen Vogel. Wo ist denn ein Fleischkäse? Weiß ich nicht. Ich kann bloß ein Fleisch fliegen. So. Was ist denn los mit dir? Herr Benny Bauer! Was ist denn los mit dir? Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir herzlich den Herrn Bauer beim Vollbier-Squad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte den Chat explodieren sehen. Für den Herrn Bauer. Servus, Herr Bauer. Vergeht's gut, merci, oder? Welcome to the Bierger Squad. Wo waren wir? Wie so oft abklingt, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Das freut mich übrigens narrisch. An dieser Stelle. Das glaube ich ist schon der 4. oder 5. VIP heute. Das freut mich so massiv, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hoppala. Merci. Ernsthaft. Bloß Bitchen. Das muss ich auch immer dazu sagen, das habe ich in letzter Zeit vielleicht ein bisschen vergessen. Das ist nicht notwendig. Ich darf liegen, wenn ich sage, es freut mich nicht, das ist aber klar. Aber im Grunde braucht es nicht. Ich mache auch so weiter. So ist es nicht. Wo ist das Auto? Tja, merci für deinen Fünfer. Boah, leck, da wird er schon hin,
Da wird der, wo ist er denn? Da ist er. Der Buckfotz, der Petsch. Servus, Grüße und Hola Trio. Smiley mit Freudentränen. Mia kann mal im Kochstudio so Bryson Fuada Vergewaschsternchen tigen. Wie seht es MID unserem ESSN noch an? Smiley mit Freudentränen 5. Er führt Einkaufsliste. Ich muss schnell was aufschreiben. Bin gleich da. Preisen, Essen, Vergewaltigen. Sehr wundervolle Idee. Jetzt ist bloß noch die Frage, was haben Preisen für ihr Essen? Ich kenne bloß so ganz typisch berlinerisch als wie soll ich sagen? Das ist ganz typisch berlinerisch als Eisbein. Heute mal ein lecker Eisbein. Ja, kannst du ein bisschen Nutella drauf machen. Das ist lecker. Nam. Was gibt's denn da noch so traditionell? Was gibt's denn da für traditionellen Gerichte? Currywurst. Wobei ich aber Currywurst echt gern mag. Und die verschanteln. Was zum Fick ist ein Lapskaus? Chris, what the fuck ist Lapskaus? Der Hans Stampf schreibt einfach alles in den Topf. Ja, also es ist das Grundprinzip von Birgers Kochstudio in Blödsinns-Eskalation ist generell alles in eine und dann tun wir was damit. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Thüringer Klöße. Gibt es da nicht sogar ein lustiges Lied drüber? Thüringer Klöße sind toll. Das muss ich jetzt schnell suchen. Warte mal. Fragt man mich, was ist du? Herr Gustav Ganz! Na, vergeht's gut für den Fünfer. Nadiale Weißwurst mit Nutella-Krusten zwinkernder Smiley schönes Wochenende Vollbiersquat. Bilger weiter so. Ja, das ist aber das schönste Lob, wenn ich auch unter die Kommentare lese. Birger, weiter so. Birger, ich hab noch nie so viel gelacht. Birger, das. Ganz ehrlich, vergeht's Gott, da braucht's den Fünfer nicht. Da klang das eher ein Kommentar, da geht mein Herz auf. So. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir den Typen mal her. Ich hoffe, dass ihn noch nicht alle kennen, aber er ist so geil. Das Video ist schon 6 Jahre alt. Der hat mich vor 6 Jahren schon belustigt. Dann belustigt er euch heute mit Sicherheit auch noch jetzt bei sowas. Gern, da kann ich Antwort geben. Für Klöße geh ich meilenweit. Na klar, es schmeckt mir eben. Kocht das Wasser auf dem Herd, ist bitter mir egal. Denn was auf meinem Teller dampft, ist allererste Wahl. Warum? Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Wie er ausschaut! Sie schmecken mir am besten. Warum geht denn da keiner hier und sagt ihm mal, Kruzifix, geht zum Boden! Und rasiert er Glotzen, weil das ja so nicht geht! Kruzifix! Egal wo ich auch immer. Ihr müsst euch einmal ganz kurz... ihr müsst euch einmal ganz kurz auf seine Gesten konzentrieren, so... Immer wenn's nach draußen geht und so weiter, dann kommt immer der und dann schaut er, du musst auf seine Augen aufpassen, dann schaut er nach rechts den Kameramann rein, der macht wahrscheinlich so oder so, dass er entweder so machen soll oder so. Das ist so geil, jetzt pass auf. Warum? Also ich verstehe es ja nicht. Also ich finde es ja geil. Der Typ hat 8,7 Millionen Aufrufe auf diesem Video. Das ist so geil. Aber halt nicht, weil es gut ist, sondern weil es halt ein Schwachsinn ist. Das ist da irgendwo wieder ein bisschen Bass, weil, ich mein, schau dann an, wer seine Hosen auch so anzieht und was hat er zum Friseur gesagt? Warum geht denn da keiner hin zu ihm und sagt, das kannst du nicht machen? Warum geht denn da keiner hin zu ihm und sagt, das kannst du nicht machen, Mann? Oder vielleicht war der Kameramann eine geile Sau und hat ihm gesagt, das soll jetzt machen. Das ist... Herr Gentleman! Bavarisier ein Preisenfutter. Sowas wie ein Big Mac mit... Bavarisier a Bryson Fuada. Sowas wie Big Mac mit gescheiter Semmel, gescheitem Fleischpflanzerl, gescheitem Chaos etc. Oisoschman-Format, aber Gurz ESSN. Ja, schreibe mir mal mit, jetzt pass auf.
Essen für Bayern. Speichert immer mal, schreibe mir mit und vergeht's gerade an dieser Stelle an den Gentleman. Jetzt pass auf. Da ist keiner. Also entweder war ich glaube, der Kameramann war vielleicht so ein Genie, dass er gesagt hat, Alter, also du musst, ich frage mich, wie das zustande kommt. Das ist ja jetzt mal so, jetzt haben wir ein bisschen ein Live-Kruzifix haben wir jetzt gerade. Jetzt pass auf. Ich frage mich das wirklich jetzt mal, wenn ich mir so ein Video anschaue, weil ich halt auch selber Videos mache, deswegen frage ich mich das. Wie kommt's dazu? Ja? Wie kommt's dazu, dass die Anfänge, irgendwann muss ja jemand hergegangen sein und muss gesagt haben, hey, mach mal ein Video. Ja, also so fängt normalerweise ein Video an, wenn man das nicht allein produziert, so wie ich zum Beispiel. Ich frage mich halt selber, hey, mach mal ein Video. Ja, was für eins? Ja, weiß ich nicht, schauen wir mal. So muss ja das da auch hergegangen sein. Wer hat ihm das Lied geschrieben? Wer hat ihm das Lied geschrieben und ihm gesagt, du sollst das singen und du sollst dich vor die Kamera hinstellen? Wie? Ich verstehe nicht. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Muss ich sie testen? Wer hat denn dieses Storyboard von diesem Musikvideo? Das soll jetzt nicht heißen, dass meine Musikvideos deswegen besser sind, weil meine haben kein Storyboard. Ich sitze mir einfach hier und mach. Oder hat mir einfach hingesetzt und mach. Hat mir gesagt, so, jetzt gehst langsam. Also das Storyboard das hat so ausgeschaut, hat das Storyboard. Glaub ich. Seite 1. Großaufnahme, Vollbild. Wie nennt man das gleich wieder? Die volle oder sowas? Oder die ist ja scheißegal. Jetzt pass auf, da gehst jetzt 5 Schritte in Richtung derer Treppen, schaust nicht in die Kamera, ziehst dir deine Hosen bis zu den Nippel auf, fährst da einmal sauber durch die Tor durch und auf der zweiten Treppe bleibst stehen und machst so. Und man nennt es übrigens Totale, da hat er recht, der Dirty Crowd, das Wort habe ich gesucht. Und machst so und gehst weiter. Und das kommt dabei raus. Bin danach ganz Nicht Thüringer. richtig. Die Klöße sind mir wichtig. Nicht Und warum gängen diese leider über so? Das ist eigentlich so gemein, was ich da sage, ohne Scheiß. Ich mag den auf keinen Fall. Das ist übrigens auch ein Thema, über das wir nachher nochmal kurz schnell schmatzen. Jetzt pass auf. Warum warst du ein normaler Mensch? Jetzt pass auf, ich versuche jetzt einfach mal normal zum Gehen. Jetzt pass auf. So. Ein normaler Mensch geht doch so. Er bewegt seine Arme, ja? Also er bewegt seine Arme. Rechter Fuß vor, linke Hand nach hinten und das halt so, ja? Übertrieben gesagt. Jetzt pass auf. Warum? nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. Klöße sind mir wichtig. Nicht Wer hat ihm irgendjemand gesagt, er soll die demotivierteste, traurigste Gestalt der Welt mimen? Ich meine, er ist doch fröhlich, er hat Thüringer Klöße und er freut sich drüber, weil er welche hat. Und was tut er? Er geht so. Warum? Warum? Ich weiß nicht. Und warum? Döner, nicht Spaghetti, nein. Nein. Thüringer Klöße müssen sein. Das nächste, was mir auffällt, ist, der ist doch mit Sicherheit 14, 15. 14 oder 15 ist der. Muss er sein, da die jetzt schätzen. Also irgendwo ein Jugendlicher halt. Warum haben seine Eltern nicht hergegangen und haben gesagt, hey, ich bin mir nicht sicher, ich bin jetzt auch kein Zahnarzt nicht, ja? Hans Stampf, merci. Wieso dieser Dreck ist ja fast schlimmer als Preußens Gloria. Vergelt's gut an dieser Stelle. So. Wieso dieser Dreck ist ja fast schlimmer als Preußens Gloria. Ja, ist. Also das ist ja auch das, warum das viral geht und warum das so viele Leute schauen. Was mich ich aber frage, ich meine, ich mag mir jetzt nicht 2000 Fenster lernen, ich bin auch kein Zahnarzt nicht. Aber Junge, schau dir mal die Zahnlücke an. Da kann ich einmal 5 Markstücke einschirmen, wenn's passiert. Warum?
Junge, du brauchst einen Zahnsprung! ein. Luftaufnahme. Wie hat man 2012 eine Luftaufnahme gemacht? Da hat es noch keine Quadrocopter und so einen Scheiß gegeben und wenn, dann waren sie unbezahlbar. Dann waren sie unbezahlbar. Da haben sie mit Sicherheit irgendwo eine Hebebühne dahergezogen und dann weißt du das eh. Weiter geht's. Mit Singen komm ich weit umher. Immer wenn das Wort ich vorkommt. Pass auf, immer wenn das Wort ich vorkommt. Mit Singen komm ich weit umher, das werdet ihr verstehen. So habe ich in unserem Land. Mann, der arme Bub. Es tut mir ja eh so leid. Aber das ist einfach eine Frechheit, dass das 8,7 Millionen Leute anschauen und sich drüber lustig machen. Was kann der, wahrscheinlich der Bub weiß das nicht besser. Es tut mir ja, der ist ja auch nicht schuld. Um Gottes Willen, die Leute, die das Video machen und ihm das Lied schreiben, die sind schuld, dass sie ihn ausnutzen, weil er ist, wie er ist. Und sagen ihm, zieh mal die Hosen bitte bis unter die Irksnaffe und geh 4 Jahre nicht mehr zum Friseur. Das ist einfach... Manche Stadt gesehen, natürlich habe ich überall das Angebot studiert. Das ist wirklich, das ist so geil. Es ist wirklich, und das Video habe ich schon so lange nicht mehr gedacht, das war ein Freifahrtschein für ein Kruzifix. Aber ich mag ja eher nicht absageln, sondern ich mag die Leute absageln. Moment, da muss ich mich groß machen. Sondern ich mag die Leute absageln, die dem Buben das andienen. So, weiter geht's. Nächster Storyboard-Auszug. Jetzt pass auf. Wir schauen uns folgende Szene, schauen wir uns einmal nochmal genauer an. Jetzt pass auf. Da haben wir ein Essensschüttel, quasi was draußen vor der Wirtschaft steht, wo drauf steht, was es heute so gibt. Natürlich habe ich Jetzt kommt er, du musst dir immer vorstellen, das ist eigentlich gar nicht so lustig, wenn du dir das anschaust, sondern du musst dir immer vorstellen, was ist in diesem Storyboard gestanden? Was war die Anweisung des Regisseurs an den Buben, was er tun soll? Jetzt gehst du da vorbei, bewegst das mal 5% mehr deine Arme und dann schaust auf das Scheitel. Und was tut er? überall das Angebot. Herr Eichinger! Vergelt's gut! Warte mal, dann schauen wir dann, wer wir schon. Wart mal MOI, dann schau mal, dann wär ma scha seng. Schauen wir mal und singen wir schon, ne? Vergelt's gut, Leute. Jetzt pass auf. Weiter im Programm. Das Video dauert noch 1,5 Minuten. Wir sind noch nicht fertig. Und wir haben mit Sicherheit, werden wir da noch was finden, was da irgendwie, was ich sehe. Jetzt pass auf. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ihm wird gesagt, du gehst jetzt da vorbei, gehst an das Werbeschüttel an das Tafel, wo drauf steht, was es heute zum Fressen gibt, und schaust hin. Ich weiß jetzt auch nicht, was dann passiert, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Und schau hin, was er tut. Das Angebot studiert und alles, was nach. Jetzt pass auf. Ich schreibe jetzt schnell mein eigenes Storyboard. So, ich stehe jetzt auf, komm von da hinten Vierer und schau mein Studio. Warum? Warum? Weiter geht's. Klosaussah ganz kritisch ausprobiert. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Was wir so hinten sehen, nicht leid. Das tut mir so leid, ohne Scheiß. Ich mein das dem Burm überhaupt nicht falsch verstehen. Ich mein das nicht dem Burmbes. Der kann nichts dafür. Der ist so jung, der weiß nicht besser. Woher soll das denn auch wissen, wenn sein Regisseur, da haben ja die Eltern auch noch im Spiel. Was sind das für Eltern? Du kannst doch nicht so! Sie schmecken mir am besten. Eigentlich muss man sogar noch ernsthaft hergehen und muss sagen, Kruzifix, der Typ hat Eier aus Stahl. Dass er sich so ins Internet einstellt. Bist du deppert? Egal wo ich auch immer bin, wenn's Klöße Diese geile, gestellte Szene in einer Wirtschaft. Ja, was? Erwin, was magst denn du ein? Magst du eher das Bunkerer Menü oder mit Wiener Schnitzel oder magst du ein Handvoll Pommes?
Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, Alter. Gibt, muss ich sie testen. Ich bin danach. Man muss sie einfach wieder mal diese Szene auf der Zunge zergehen lassen und immer jede Szene so hinterfragen. Was ist sie dabei denkt worden, wie man. Das muss ja irgendwo gestanden sein. Das ist ja nicht spontan entstanden, das Video. Mal so schnell, hey, halt mal die Kamera hin, blub, dann ist das Video fertig, passt schon. Man sieht sehr genau, dass da eine Regieanweisung dahinter steckt und ein Storyboard und so weiter. Was ist in dieser Szene gestanden? Was? Aufregende Szene. Möchten Freude und Wohlgeschmack der leckeren Thüringer Klöße vermitteln. Und dann... Und dann kommt das! Wenn's Klöße gibt, muss ich sie Warum? testen. Warum? Ich bin danach ganz süchtig. Die Klöße sind mir wichtig. Süchtig, also wichtig, auf süchtig reimen ist echt krasser Scheiß. Nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. Das hört auch nicht auf! Das hört auch nicht auf, weil im Sekundentakt wirst du mit peinlichen Szenen zugeschissen. Das ist unglaublich. Pass auf, wenn das Wort Döner kommt. Spaghetti, nein. Nein. Thüringer Klöße müssen sein. Nicht Döner, nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. Es ist wirklich köstlichster Shit. Feinster Scheiß. Thüringer Klöße müssen sein. Warum? Warum? Schau dir das an! Warum? Zu Recht wird das ausgeblendet. Meine du arme Sau, es tut mir so leid, aber das ist einfach... Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken Die mag ich sehr. Das mach ich ab jetzt einmal. Die mag ich sehr. mir am besten. Geil, sogar da oben. Sogar, was ist das ein... Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Herr Dom! Da fangen wir an. Herr Dom, vergelt's gut für deinen Euro. Herr Anke. Habe die Ehre, bin auch wieder du. Wenn i das seht, kämen mal die Klöße auf XD. Die arme Klöße. Oh. Vergelt's gut an Ankel, vergelt's gut an Dom. Merci. Weiter im Programm. Ich schwitze schon voll. Oh, so, jetzt sind wir mal langsam. Egal wo ich auch immer bin, wenn's Klöße gibt, muss ich sie. Es ist so geil. Es ist so geil von vorn bis hinten und zurecht haben das 8,7 Millionen Leute geschaut. Jetzt pass auf. Diese Szene dauert von... Jetzt pass auf. 2 Minuten... 2 Minuten 5. Bis... Ja, 2 Minuten 25. Also 20 Sekunden. Der Stroh... Alter, das läuft nicht. RS, was ist denn das? 10 $, was ist denn das? Was ist das? Alter, das läuft nicht. Was läuft denn nicht? Herr Stein, bitte teile dich mir mit. Was haben 10 $? Was ist das? Aber merci, keine Ahnung. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. So, folgende Situation. Minute 2 Minuten 5. Wir analysieren jetzt folgende Szene. Da herunten, auf der Seite an der Treppe unten, läuft wieder der Alte aus der Wirtschaft und die Alte aus der Wirtschaft, mit denen der ja gerade gegessen hat. Ja, sie haben sich gerade das Poker-Menü ausgesucht. Handvoll Pommes, Kindermenü. Und, Omat kommt er, also das sagt ja jeder, Omat von der Treppen kommt er runter.
Erstens schon mit das, warum? Dann, sie haben jetzt schon Augenkontakt. Sie sehen sie, ja? Sie sehen sich. Jetzt pass auf, jetzt dauert's. Die mag ich sehr. Sie schmecken Pass auf, pass auf, pass auf. mir am Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Egal wo ich auch 10 Sekunden haben rum. Sie haben sie gesehen, sie sind da, sie sehen sie ja, da ist nicht irgendwie eine Mauer dazwischen oder sonst irgendwas. immer bin. Und jetzt zwingen sie sich. Und wieder hinterfragen wir uns. Und wieder fragen wir uns, was ist in diesem scheiß Storyboard gestanden? Hey! Wieder eine Totale, haben wir ja vorher gelernt. Mit Treppe und Kirche im Hintergrund und richtig grübig, dass da schön das Feeling von den Thüringen Klößen umkommt. Ja, ihr zwei Statisten-Deppen, ihr geht's oben von der Treppen, also unten von der Treppen auf und er kommt oben runter und singt ein wenig, weil singen tut man auf die Entfernung sowieso nicht, aber das ist ja sowieso wurscht. Und vergiss ja nicht, dass bei ich euch so machst und bei Thüringer Klüsse so machst. Und wenn's euch dann auf halbem Weg trefft, dann grüßt euch ganz peinlich. Was, warum? Wenn's Klöße gibt, muss ich sie testen. Wenn's Klöße gibt, muss ich sie testen. Das wird super. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass ich für meine Kochsendung nur ein Intro brauche und das selber singen muss. Ich bin danach ganz Was war denn das wieder für eine Geste? Achtung! danach ganz süchtig, die testen. Pass auf, sie kommt. Ich bin Ich bin, ich hab mich verdammt. Jetzt so mal sein, ich hab mich verdammt. Warum schneidet man das dann nicht aus? Was war das zwei verlangt, dass man die 20 Sekunden Szene da 2-3 Mal aufnimmt? Das ist generell so ein Thema, das verstehe ich nicht. Wenn Leute Videos machen und dann das einfach auffüllen, ohne dass es schauen das manche Leute nicht an vorher. Ich weiß nicht. ganz süchtig, die Klöße sind mir wichtig. Nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. Nein. Thüringer Klöße müssen sein. Oh, wo hat er sich da jetzt wieder eingebeamt und kommt da raus? Wer hat denn dieses Storyboard geschrieben? Thüringer Klöße müssen sein. Und wenn in Thüringen eine einzige Person wie diese Frau zum Essen in die Wirtschaft geht, dann heißt ich Hans Kmuschelt die Wurstelbrumpft, Bratzkneff. Musik- und Videoproduktion Frank Kadanik, Rennsteig Studio. Jetzt pass auf, der hat mit Sicherheit noch mehr geilen Scheiß gemacht. Jetzt pass auf, Frank Kadanik. Emma, mein Gummibärchenladen! Um Gottes Willen, da gibt's mehr davon! Wow, geil. Wow, bombengeil. Oh Gottes Willen. Frau geht dahin, schon wieder. Hörst jetzt auf. Hast du Heisel? Im Messenger offizielle Seiten, nur dass es Wurst kriegt und ja, es sind 3. Host A Heißel im Messenger, offizielle Seiten, nur der SDS Wurst gejagt. Und ja, es sind 13 RRRRRRRRRRR. So, wer zahlt, schafft auch, das ist nun mal so. Und wenn ich da ein Heisel krieg, dann muss ich da kurz einmal schnell nachschauen, ob das ein Heisel ist. Das ist klar, da ist Was ist das? Das ist doch ein 3D-Druck, oder? Was ist das? Achtung! Achtung, ich blend's euch ein. Franziska! Da ist Heisel! Das ist doch ein 3D-Druck, scheiß Heisel! Ja, das ist ein guter Versuch. Danke an die Frau, geht dahin. Aber es ist nicht Heisel. Es ist definitiv nicht Heisel. Da ist es klar, damit da eine angenehme Kackwurst einpasst. So. Weiter geht's. Es gibt noch mehr vom Fritz. Haut ihn rein, wir stehen hinter euch. Wir lassen euch nicht allein. Seht ihr das? Der Mann hat endlich eine Zahnspange! Aber beim Friseur war er noch nicht. Der 12. Mann singt Deutschland vor.
Wir wollen das Granatentor. Das war's Tor? Das Kanackentor? What? Granatentor. Wir wollen das Was für Tor? Granatentor. Das Granatentor. Wir wollen das Granatentor. Was singt der da? Das ist denn na, Granaten ist eine Lüge. Lüge, das heißt nicht Granaten. Wir wollen das Granatentor. Ah, okay, es heißt doch Granaten, aber egal. Hey, euer Fritz ist wieder da und ich drücke der deutschen Mannschaft ganz fest die Daumen mit meinem neuen Fußballsong Haut ihn rein. Den könnt ihr euch online runterladen unter Amazon, iTunes und Music Cloud. Jetzt. Kämpft ohne Hemmung, kämpft ohne Angst, kämpft um den Titel, zeig was du kannst. Von wann ist es? Von 2014. Jetzt weiß ich endlich, wer verantwortlich ist, dass wir Weltmeister geworden sind. Alle für einen, kämpft mit Mut und Kraft, den Ball auf den Punkt, so wird's gemacht. Und außerdem, ich möchte nochmal zurückführen, falls jetzt wieder irgendwelche lustigen Leute da außerschneien, Sachen aus meinem Stream außerschneien, der Typ, das kann man schon mal verstehen, dass das nicht Granaten. Singt Deutschland vor, wir wollen das Granatentor. Der singt doch, wir wollen das Kanakentor! Nix Granatentor! Warum? Und was soll denn eigentlich seine Frisur? Er ist so geil. Er ist so geil. Schau dir noch an. Herr Spaßvogel! Frrr, geht's gut? Wer zahlt schon auf da? Okay, dann gehst jetzt und kaufst dir ein Bier. Ja, gut, so leicht ist dann auch nicht. Aber ich nehm deine 5 Wer Euro. zahlt, schafft an, okay, dann gehst jetzt und kaufst da ein Bier. Vergeht's gut? Dafür dringe ich auf die. Leckeres Wolwig-Wasser. Achtung! Schockmoment. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der singt. Deutschland vor, Zuhören. wir wollen das Granatentor. Wie geil, dass seine Haare so waren. Ich bin mir sicher, dass da kein Fußballwind nicht gegangen ist, sondern dass es einfach hergegangen sind und haben wir mit dem Laubbläser ins Gesicht einblasen. Das war gut gewesen. Dann gibt's noch was. Dann habe ich Emma noch gefunden und dann ist wieder Ruhe. So, schauen wir mal, was das ist. Oh, geiler Malle-Techno. Geil. Mein Gummibärchenladen. Es gibt kein Gummibärchenladen. Emma, so heißt unser Hund. Wenn ich in der Schule sitze und über Matheformeln schwitze. Wie sie schwitzt über Matheformeln. Warum sitzt du dann in der Schule? Geht dann heim! Warum sitzt du überhaupt allein in der Schule? Kein Mensch sitzt allein in der Schule und schwitzt über Matheformeln. Da denke ich gerne am Nachmittag, weil ich ein süßes Geheimnis habe. Mir gehört ein kleiner Laden. Du bist überhaupt noch nicht alt genug für einen eigenen Laden. Ich kann in Gummibärchen baden. Ich find's so geil, da sagst du sofort, dass das der geilste selbe Regisseur von vorher wieder war, weil wieder immer kommt der. Und lauter so ein Scheiß, da kannst du jetzt darauf warten, dass es die ganze Zeit so dahin geht. Gelbe, rote, kunterbunt. Gelbe, rote, kunterbunt. Husch, husch, verschwinden sie im Mund. Van Paukner Mix Arts. Birger, ich lieb dich, mach meiner Mutter. Warum liest du sie vor? Wieso liest du das nicht vor? Dann liest du die nochmal vor. Birger, ich lieb dich, mach meiner Mutter ein Kind. Lass dich einrichten. Wenn deine Mama Milf ist, hat er nicht gesagt. Was? Schnell, machen wir weiter. Mund. Schau, so viele Gummibärchen. Schau,
Das ist das, was ich mir, das ist genau das, was man denkt. Das ist so geil, wenn jemand so krass mag, aber einfach nicht kann. Irgendwie. Der geht her, jetzt pass auf. Diese Szene, wo jetzt die Kleine anfängt zum Singen und dann fängt sie das Laufen an. Schau so viele Gummibärchen. Warum wird sich so viel Mühe gemacht, das aufzuschreiben, das zum Konzipieren, aber dann macht man sich nicht die Mühe, dass man das, was anfängt, was da steht, und dann das Laufen anfängt. Warum schneidet man das nicht weg? Warum? Warum darf ich das sehen, dass sie da steht, wart drauf, bis der Kameramann so macht? Jetzt. Und dann fängt das Laufen an. Warum schneide ich denn das nicht weg? Schau so viele Gummibärchen. Süß und lecker wie im Märchen. Wundervoll das Jetzt bleibt einfach mitten dort stehen, bewegt sich einmal hin und her und jetzt musst du... auf. Halte deine Stimmung auf. Diese geile Gestik und so weiter. Man kann diesen Kindern nicht böse sein, weil die nichts dafür kennen. Die kennen nichts dafür, die armen Kinder ohne Scheiß. Ich flipp aus mit diesen Leuten, die denen Kinder diese Scheiße odieren. Und dann heißt es den ganzen Tag, Mobbing hier, Mobbing da. Ja, fragt euch einmal, warum? Herr Partner, bei deinem Stream muss man sich auch als Würstel Ja, also insgeheim, man sagt ja auch immer mal rechte Hände nicht. Bei Entweder deinem Stream muss man so als Wirdel streicheln. als Würstel streichen. Wir sind aber hier, Turbogang von der Palme Nudeln. Abwürsteln. Vergeht's gar nicht. So, jetzt ist einmal eine Ruhe, ohne Scheiß. Ich kann mir das nicht anschauen, das geht nicht. Das geht nicht, das ist einmal eine Ruhe. Ich kann nicht die ganze Zeit diese Kinder so absageln, ja? Oder es kommt zumindest also die Kinder so absageln. Jetzt pass auf. Da kommen wir gleich zum nächsten Thema, mit dem ich mich mal mit euch überhaupt. Ich bin blöd, so ich kann nicht richtig reden. Wo waren wir? Nächstes Thema. Kruzifixformat. So. Ihr müsst jetzt mir mal einen Gefallen tun und einmal kurz über diese Kruzifixformate nachdenken und mir den Gefallen tun, dann nicht in diese anderen Videos zum gehen und da dann unter diese Videos zu kommentieren, dass diese Leute sterben sollen oder sonst irgendein Mist oder geschlagen werden oder sonst irgendwas. Das ist nämlich tatsächlich was, das ist alles genau das nicht, was ich damit bezwecken wollte. Damit sind wir mir nämlich, wie soll ich sagen, kein Stecker nicht besser wie die Vollidioten, die unser Fressen kaputt machen. Das war eine ganz wichtige Nachricht. Das werde ich vielleicht aber auch mal in einem Video anschneiden. Keine Ahnung. Das müssen wir mal bleiben lassen. Deswegen ist es übrigens so ein Grund, warum ich die Videos, die ich da verarsche. Ja? Es muss natürlich ja jeder selber entscheiden, was man ernst, was man nicht ernst, das ist mir schon klar. Aber zu Todeswünschen mag ich damit nicht aufrufen. Das war ganz geil. Das wäre ganz geil, wenn es mir den gefallen hat. Ich meine, das mag man vielleicht schon nicht ernst meinen, aber jemanden den Tod an den Kopf wünschen, ist halt ein bisschen behindert einfach. Ja, so. Der Van Pautner schreibt, Birger, kann ich dir ein Beutel mit dem Schnacksolotl-T-Shirt senden? Das weiß ich nicht, ob du das kannst. Das kannst du machen über Facebook. Da schickst du mir's. Ich schwitze. Hey, ohne Scheiß, jetzt wird's anstrengend, ja? Jetzt wird's anstrengend mit dem Livestream und so umeinander zum Plänen und umeinander zum Hampeln. Warum? Weil es draußen 30 Grad hat bei uns. Brutal. So. Jetzt mir geil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer ist denn überhaupt noch da? Wissen wir nicht. Wir haben uns vorher einmal, es sind 435 Leute online und das schon die ganze Zeit. Ihr seid so geil, dass ich durchdrehen kann. Ist euch das überhaupt klar? So, wir haben uns vorher einmal kurz über die Kochsendung unterhalten. Jetzt, wo so viele zusätzliche Leute da sind, zeige ich euch einmal ganz kurz was. Ich habe vor, eine Kochsendung zu machen. Die Frage ist bloß, wie? Und dann unterhalten wir uns einmal über die Ergebnisse der Abstimmung. So, ich blende euch jetzt halt einmal einen Videoschnipsel ein. So. Jetzt pass auf. Anschauen.
Hey, ganz ehrlich, das krieg ich auch hin. Herr Bavarian Viking, das war ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Servus Bilder, warum hast du ein Salamander-T-Shirt her? Ein Salamander-T-Shirt? Herr Matthias! Vergeht's gut! Ist ja gut jetzt! Ich zerfleddert jetzt mal ein Stötzen. Was? Zerfleddert jetzt mal ein Stötzen? Mahlzeit. I zerfledert jetzt MOEA Stötzen Mahlzeit. Mahlzeit! Vergeht's gut, Leute! Wo ich das T-Shirt da her hab? Das ist übrigens ein Salomon-T-Shirt und das habe ich geschenkt gekriegt bei uns in der Arbeit. Wo hab ich's denn her? So, stellen wir den noch wieder auf. So, es geht um folgende Kochsendung. Bitte schön noch einmal von vorn. Herzlich willkommen bei Birgers Kochstudio. Erst einmal holen wir unseren Beidel. In diesen Beidel schmeißt man hin voll Pommes rein, Marmelade aus dem Plastikschachtel und natürlich lecker Muskatnuss. Dann ist das alles wieder drin. Wie lang, wie viel und vor allem warum, sag ich euch nicht. Weit drauf geschissen, dann werfen wir den ganzen Scheißdreck dreimal gegen dir. Tada! Hashtag Sternekoch, Bitch! So. Damit jeder weiß, um was das geht. So. Ich möchte gerne ein neues Format einbauen. So ein Zwischendrin-Format. Eben dieses Kochgeschichtchen. Da ich aber gern... Ich mag euch jetzt bei der zweiten Welle der Abstimmungen, mag ich euch nicht beeinflussen. Soll das eine ernsthafte Kochsendung werden? Ich zeige euch, wie man meiner Meinung nach Weißwürst zum Kochen hat. Oder egal was zum Kochen. Ganz egal, so 4-5 Minuten Format. Oder... soll es genau das werden, was ihr euch gerade angeschaut habt. Bloß vielleicht, ich sage jetzt mal 10-20 Sekunden länger. Ich denke da an ein 60-sekündiges Format, das man dazwischen einmal reinhauen kann und das war's dann. So, mich hat eure Meinung natürlich sehr stark interessieren. Das schreibt's mir jetzt aber bitte nicht in den Chat da neben mir ein, sondern, jetzt pass auf, im Video da herin, da oben, hier, an dieser Stelle, da ist ein kleines I, ein kleiner Button, ein kleines I und da drückst du drauf. Dann muss ich selber jetzt nochmal schauen, was dann genau passiert, weil ich es ehrlich gesagt selber nicht so hundertprozentig weiß. So, genau, dann fährt das Teil rechts raus und dann könnt ihr abstimmen, ob das entweder völlige Blödsinns-Eskalation werden soll, so wie das, was wir gerade angeschaut haben, bloß halt noch 100 Mal größer wahrscheinlich irgendwann, oder halt so ernsthaft, wie das zum Beispiel der How-to-Fleischbotzen war. Und da drückst du drauf. So. Und in 5 Minuten schauen wir nach, wie die Abstimmung war. Mich interessiert das einfach, ja? Was eignet sich da besser als im Livestream mit euch drüber zum Schmerzen? Weiß das eh. Und man, ihr seid Zuschauer, nicht ich. Und was ihr sehen möchtet, das machen wir natürlich dann ein bisschen eher wie das andere. Wobei ich euch schon so gut wie sicher garantieren kann, dass die Blödsinns-Eskalation kommen wird. Mehr mag ich nicht sagen dazu. So. Also fleißig abstimmen, rechts oben im Video. Vor euch gesehen, rechts oben, also quasi da oben irgendwo. Und dann kannst du da draufklicken und dann siehst du das. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir mir sonst noch irgendein Thema vorbereitet für heute? Nein. Tja, dann ist jetzt Zeit für Blättschmerz. Erst einmal was trinken. Der K. Kraus fragt, war das bei deinem Fleischbatzen-Video 160 Grad Umluft oder war das Ober-Unterhitz? Das ist eigentlich wurscht. Ich stehe bei mir immer auf Ober- und Unterhitz. Weil das egal ist. Hauptsache in deinem Ofen drin hat es 160 Grad. Du redest quasi gerade von... du redest quasi gerade von... Wie soll ich sagen? Vom Fleischbatzen Phase 3. Genau. Da kehren die Rippel dann in der Reindl, dicht gemacht, kehrt's und dann bei 160 Grad tue es halt ich entweder in den Ofen oder ich lasse gleich im Grill drin und fertig.
es ist halt so schwierig im Grill, also vor allem in einem Smoker, ist es sehr schwierig, exakt 160 Grad zu halten. Und das ist in der dritten Phase sehr wichtig, dass das nicht zu lange zu viel oder zu wenig hat, weil sonst geht es einfach nicht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Servus, ich rauche gerade Bulldog und schau deinen geilen Stream. Was ist denn der Bulldog? Der Stiegler fragt, was ist denn mit Trachtman 3? Zeig ich dir. Ich hoffe jetzt, der Chris schlacht mich nicht, wenn ich das herzeige. Wahrscheinlich aber eher nicht. Ich hab ihn schon. Also er ist ja schon released. Ich werd gespannt und wahrscheinlich... das Ding riecht so frisch druckt, Alter. Also ich hab's gestern hab ich's gekriegt und ich hab's schon länger gekriegt, das ist aber in einer anderen Dings gelegen. Gestern hab ich das erste Mal gelesen. Legt definitiv nochmal einen auf Version 1 und 2 drauf. Ich bin begeistert dafür, ist eine gute Geschichte. Es gibt aber noch keine Infos zu der bayerischen Version. Beziehungsweise Infos gibt es in dem Sinn schon. Also ich habe die Texte jetzt ja alle da, beziehungsweise auch schon am PC. Hat er mir geschickt. Es wird nur ein bisschen dauern, bis die gedruckte bayerische Version kommt. Ja? Die ich übersetzt habe. Ja, für alle, die das nicht wissen, was es ist, der Trachtman, ich habe euch ein Video gemacht da letzte Woche dazu. Das heißt, Stammtischmicker, Who the fuck is Trachtman? Das könnt ihr euch anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Es ist ein Comic und den werde ich auf Bayerisch übersetzen. Es ist der Trachtman, ich hoffe, dass man das sehen kann. So. Blub. Wen das interessiert und das noch nicht kennt, der kann gerne mal auf trachtman.de nachschauen. Und genau, da habe ich jetzt sowieso was, wo ich dringend eure Unterstützung brauche. So. Und zwar. Ich hab schon abgestimmt. Es geht um eine Abstimmung. Schon wieder. Heute wird den ganzen Tag bloß abgestimmt. Jetzt pass auf. Also, jetzt muss ich schauen. Der Chris ist eh schon die ganze Zeit im Stream. Das ist der Fanboy. Der Fanboy im Chat. Fix, ich hab vergessen, wie der scheiß Event heißt. Chris, schreib mir mal, wie der Event heißt. Wie heißt der Wettbewerb? So. Ich hab nämlich schon abgestimmt, ich sag nicht mehr, wie dieser Wettbewerb heißt. Muss ich nicht da nachschauen, hilft das sowieso nicht. So, was soll denn das jetzt? Wieso kommt denn da? Da ist er. Jetzt merk auf. Ihr findet übrigens den Trachtmann auch auf der Dings, auf Facebook unter Tracht Lehrman. So, stimmt. Max und Moritz Preis 2018 heißt er. Das ist quasi Max und Moritz Preis 2018. Das ist quasi, wie soll ich denn sagen, das ist wie ein Echo. Ja? So kann man das verstehen. Das ist wie ein Echo. Es ist quasi eine Auszeichnung. Und Alter, spinnst du? Jetzt hört auf! Mr. Max, merci! Eine kleine Spende wo mir und vom Ochmann 4 Day. Mach weiter so und hoit uns immer auf im Laufenden. PS kannst MOIA-Abo treffen oder sowas mach. VI Spaß no. Herr Master Max, vergeht's gut, aber ein 40er braucht's echt nicht, aber wirklich, wirklich, wirklich herzliches Dankeschön dafür. Was schreibt? Erst einmal noch Grüße an Ochmann und ans Bayerische Blut, glaube ich. Die sind auch wie Bari, wenn mich nicht alles täuscht. Vergeht's gut, ohne Scheiße, ihr spinnt's total. Was das Abo-Treffen betrifft, ja, wird es geben. Es ist in Planung, es ist aber noch nicht hundertprozentig sicher. Wird auch noch ein bisschen dauern. Gegen Ende des Sommers ist einmal so der angepeilte Zeitpunkt. Wenn es soweit ist, lasse ich das euch natürlich wissen. Ich mag es nur noch nicht hundertprozentig sagen, weil es auch heute noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass das alles so hier hat, wie wir uns das vorstellen. So. Was war noch? Viel Spaß noch. Ja, merci. Ich sage euch viel Spaß und merci fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß aber nicht, wie reagiert man drauf, wenn da jemand 40 Euro am Tisch legt und sagt, da, nimm. Weil, weiß ich nicht warum, aber nimm. Wahnsinn. Naja, also ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, vergeht's gut. So, jetzt pass Obacht.
Folgendermaßen schaut es aus. Max und Moritz Preis 2018. Das ist eine Comic-Auszeichnung und um die geht's. Und dort darf ich euch bitten, für einen Chris, also für den Chris Kläuber, für den Zeichner vom Trachtman, der mir auch dieses Logo zum Beispiel zeichnet hat fürs Kochstudio und so, weißt du zu voten für den Trachtman. Ich link euch jetzt den Link hier rein. 1, 2, 3 Mal. Ich hab schon abgestimmt, deswegen kann ich nicht nochmal. Da ist eine Sperre drin, deswegen sehe ich nicht genau. Klickt bitte auf den Link, kostet euch eine Sekunde eures Lebens und ihm war riesengroß geholfen. Das war absolut geil, wenn ihm das Teil verliehen wird. Das wird ihm wenn er das gewinnt, wird ihm das von der Hella von Sinnen überreicht, der Max und Moritz Preis, und er ist in der letzten Runde. Da kommt jetzt eine Liste mit Comics. Und im unteren Drittel, glaube ich, irgendwo ist der Trachtman. Einfach draufdrücken, abstimmen, fertig. Dann kannst du schon wieder zumachen. Das war super nett. Vielen Dank. So. Und ich hab Kreuzweh. Wir Zau, Grützi und schwitzen durch. Mein Gott, auf Twitch kann man wieder kein scheiß Link nicht schicken. Moment, die Twitchler kriegen einen Link von mir. So, Twitch kann man wieder kein scheiß Link nicht schicken. So, Moment. Hör mich wieder selber, kenne mich wieder nicht aus, was kein Mensch, was los ist. So, ich habe euch jetzt direkt in den Twitch-Chat, das Ding eingeworfen. So, wie geht's euch? Ich hab Kreuzweh wie die Sau. Das ist alles, was ich weiß. Ich schwitze wie eine Sau. Da erinnere ich so. Sag mal, ist das Studio? Ich habe so ein Studiolicht gekauft. Ich zeige euch das auch mal gern. Dürft ihr mir gern sehen. So, hier, da steht im Eck hinten. So, wunderschön. Ja, wow. Was habt ihr da erwartet, was ein Studiolicht tut? Man sieht es auch in meiner Brain drin. Spiegelt sie sich auch wie geil. Ja, jetzt wird es nie wieder was anderes sehen, außer das gespiegelte Studiolicht in meiner Brain drin. Naja. An alle übrigens noch, weil es alle gerade schreibt, erledigt und abgestimmt. Ein riesengroßes Merci von mir und natürlich auch natürlich eigentlich im Namen vom Chris fürs Abstimmen. Ist eh klar. So, wo sind wir? Der Dumbledore schreibt, ich fühle mit dir, liebe Grüße aus Landau. Oh, wir haben einen Landauer Zuschauer. Da schaust du hin. Sag ich, wie soll ich denn sagen? Grüß aus der oberen Stadt. Ich fühle mit dir, haben wir schon gehört. Birger, warum sitzt denn du drin bei dem Wetter? Luis, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil mir nämlich vor 4 Minuten gerade jemand 40 Euro hergelegt hat und ich mir so gedacht habe, so, weißt du was, heute ist so ein krasses Wetter. Es ist sowieso so eine Geschichte im Sommer. Wir haben ja übrigens keine Late-Night-Session am Sommer. Was ist denn jetzt wieder? Was war denn das jetzt wieder? Was hat denn da jetzt wieder so komisch umeinander blinkt? Ach, leck mir doch am Arsch. Also über den Sommer, ich habe das jetzt mittlerweile auch in Text eingeschrieben, gibt es keine Late-Night-Session. Warum? Weil ich am Samstag auf Nacht im Sommer da draußen bin, grill und sauf. Und da sitze ich mir nicht ein und spiele Computer. Hashtag ist so. Zocker-Streams wird es wieder geben. Nächste Frage, habt ihr Bock auf Far Cry 5? Habt ihr Bock auf Far Cry 5? Far Cry 5. Ja, nein, doch, vielleicht. Das mich interessieren. So. Was haben wir noch? Genau. Vorher wollte ich noch mit den Videos anfangen. Mit den Videos, die jede Woche kommen. Ja, ist ein geiles Spiel. No. Also, das soll auf die Sache. So, jetzt muss ich nachschauen, was es ist. Herr Stein. Hau Momol an ein 100er außer Gell. Also dennoch, auch wenn das schaut jetzt aus nach 100 Euro, haben aber brasilianische Real. Also vergeht's Gott selbstverständlich. Ich habe jetzt nochmal kurz umgerechnet, das sind 23,90 Euro. Schaut bloß nach 100 Euro aus. Trotzdem natürlich merci. Ist aber eh klar. Warum denn in brasilianische Royal? Was ist denn das? Der Herr Arnold schreibt, ich finde, dass Far Cry 5 ein ganz schöner Scheißtrick ist. Okay.
Der Nobi schreibt sowas von Bock. Julia, kenne ich nicht, aber deine Streams sind immer geil. Erst einmal Special Greets an Julia Gewalt, die ja immer am Start ist, wenn es passiert. Ich hab deine Nachrichten vorher schon die ganze Zeit gelesen. Ich hab bloß, weißt du, ich war grad drin. Ne? Hey Birger, fangst im Sommer wieder als Rappen an. Als Rappen? Meinst du als Rapen? Als Rapen fange ich nicht an. P rettet Leben. Ja. Also, als Rappen fange ich, weiß ich nicht. Wenn man dann noch mal wieder eine Musik zu machen, dann mache ich einfach eine. So. 2000 Forint, das ist geil. Ich frage mich sowieso, wie man brasilianische Real spenden kann. Nichtsdestotrotz vergeht's Gott für die 100 brasilianischen Royal. Merci. Ja, ich sag schon, der Sankt Ebner schreibt, mach wieder mal ein Kruzifix. Guter Mann, das letzte Kruzifix ist 2 Tage alt. Und mein Videorhythmus, und den wollte ich jetzt nämlich gerade anfangen, der hat sich in den letzten 1,5 Monaten nämlich so entwickelt, dass jede Woche ein Video kommt. Und ab und zu, ein, zweimal kommt schon vor, dass mich das schon ein bisschen unter Druck setzt, ja? Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So gleich wie es ist. Deswegen bitte wundert's euch nicht, jetzt wo der harte Kern vor allem da ist, die sollen ja mit das allererst wissen, dass schon durchaus einmal sein kann, dass das wieder in den alten Rhythmus verfällt, dass ein Video alle 2 Wochen kommt, ja? Mal nicht wundern, wenn einmal unter einer Woche ein Video nicht kommt. Der Stream kommt jede Woche, egal was los ist. Außer ich muss an einem Freitagnachmittag einmal irgendwas anderes notgedrungen machen, das ist wohl eh klar. So, der Gentleman fragt mich, Birger, spielst Strategiespiele? Momentan spiele ich ohne Stream, ohne alles natürlich, in Ruhe, weil ich mein Hobby eigentlich gern auch wirklich alleine oder halt mit 2, 3 Kumpels genieße. Spiele ich Surviving Mars. Kann man jetzt nicht wirklich als Strategiespiel bezeichnen, aber es ist halt ein Aufbaustrategie, so ein bisschen wie Anno und so weiter. Das ist ganz geil. Das unterhält mich ganz gut. Das ist verkürzt meine, wie soll ich sagen, Wartezeit auf Anno 1800, das ich so dermaßen suchten werde, dass es nimmer anders geht. Und das nächste Spiel, das ich suchten werde, bis es nimmer krasser geht, ist, das kommt am 10. Mai. Wie heißt's? Pillars of Eternity 2. Und da kommt, deswegen habe ich das jetzt auch gerade gesagt, mit Videorhythmus alle 2 Wochen, weil im Mai, da werde ich wahrscheinlich sehr viel Pillars zocken und mich nicht so auf Videos konzentrieren. Aber ein Livestream gibt es sowieso, vielleicht gibt es auch mal einen Stream übers Spiel. Schauen wir mal, vielleicht nur auf Twitch, vielleicht whatever, weißt du nicht. Franziskar, wir haben einen Franziskar, ich hab's genau gesehen, Franziskar Seidel schreibt, du bist doch ein Mediengestalter, gell? Korrekt. Wo hast denn du da gelernt? Das war halt voll interessant. Na, die Firma mag ich nicht erwähnen. Tut mir leid, weil er noch bewirbt sich da noch jemand. Nein, ich sag's euch ganz ehrlich, Mediengestalter ist so ein schöner Beruf, wo man sich alles selber beibringen kann, wenn das Interesse da ist. Das ist das Allerwichtigste und das war halt bei mir da. Ich habe mich schon 2000, 2001, 2002, 2003 während meiner Schulzeit noch mit dem Internet schon befasst. Damals war das allerdings ganz was anderes. Ja? Also damals hat man noch kein Handy nicht gehabt. Da war Internet für die meisten nur ein Fremdwort. Ich höre heute höre ich noch Leute so, das Internet, gell? Das Internet, gell? Dieses Internet, das setzt ja nie nicht durch. Lauter so ein Bullshit. Und an und für sich ist Mediengestalter aber ein sehr meiner Meinung nach ein sehr zukunftsorientierter Beruf. Das wird man in den nächsten 50 Jahren immer brauchen können. Und generell für die Zukunft schaut das nie mit Medien, Bildbearbeitung, Videobearbeitung und solche Sachen umgeht zum Kennen, weil sie dort draus was machen lässt. Wie man sieht. Ja. Gut. Das Internet ist für uns alle Neuland. Die Kanzlerin. Ja, so ungefähr. Aber jetzt haben sie es ja doch langsam einigermaßen gecheckt. So, das war ja schon der genügend politischer Kauderwelsch, den wir heute erwähnen. Mehr Politik und Kirche kommt in diesem Kanal nicht vor. Christian Channel. So. Ich hab so viel Kreuz, ey. Was ist denn eigentlich los? Weil ich habe da sitzt wieder der letzte Vollmongo. Ich soll eigentlich nur noch da liegen. So. Die Livestreams laufen jetzt so. Die Deinerlein ist auch wieder da. Hallo.
Hoppala. So. Monika Musser gescheit, machen wir How to Wochenende. Steht schon auf der Liste. Der Schlompi, moin, moin Schlompi. Aber moin ist bei uns herin einfach der falsche Gruß. Das ist der falsche, das heißt bei uns Servus, habe die Ehre oder Dervus. Oder Grüß dich. Oder was weiß ich nie. Was ist eh. But the real question is, can you do this? Herr Paukner! Was geht? Ist doch keine Nachricht, Drogwin. Egal, vergeht's gut. So, jetzt müssen wir hier wieder einen Stuhl wieder aufstellen. Okay, ja, wir sitzen hier fein, Haben wir uns heute überhaupt schon über einen PUBG-Spielmodus übers Wochenende unterhalten? Haben wir das schon? Nein, haben wir noch nicht. Der mal auch immer gern. Wer spielt PUBG? Spielt jemand PUBG? Nein, ich rede nicht von Fortnite und ich spiele ja kein Fortnite und Fortnite ist für Homofürsten. So. Meine Ernst, Fortnite ist für Homofürsten. Das ist einfach scheiße. Es ist nicht scheiße, aber es ist einfach nur billig Cloud. Fertig. Und es schaut aus wie Zuckerguss Einhornspray. Keine Ahnung, ich mag das nicht. So. Wer mag PUBG? PUBG, P-A-P, T-S-C-H-E, PUBG. Passt. Also die meisten reagieren sofort drauf. PUBG, geil, passt. Da ist ja jetzt der neue Event-Modus da. Voll geil, also wirklich voll geil. Der Herr Drechsler schreibt, Servus Bürger, Grüße aus der unteren Stadt. Sag ich, Herr Drechsler, habe die Ehre, Servus aus der oberen Stadt. Jetzt pass auf, wo waren wir? Jetzt muss ich die so schnell lesen. Der Schlompi schreibt, Fortnite ist geil und es ist auch nicht geklaut. Entwickler von PUBG haben sogar mit Fortnite zusammengearbeitet. Da ist gar nichts geklaut. Haha. Oh, habe ich da jetzt einen Fortnite-Fan getriggert? Die Frage ist, was war zuerst da? Ja, was danach kommt, ist für mich Cloud. Ende. Abgesehen davon ist PUBG aus dem AMA-Modus geklaut und der AMA-Entwickler von der Battle Royale-Version, da ist das Urgestein drin von diesem ganzen Battle Royale-Spiel und eigentlich ist von da geklaut. Ich weiß das doch. Aber ganz ehrlich, Fortnite schaut einfach aus wie eine Gummibärenpackung und ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Ganz einfach. Ja, genau, der Gangnam Mu hat recht. Viel wichtiger ist, Battlefield 5 kriegt einen Battle Royale-Modus. Das ist ganz wichtig. Wahrscheinlich kriegt jetzt dann Mario Kart einen scheiß Battle Royale-Modus. Na, halt, den gibt's schon. What? Mario Kart, das ist alles von Mario Kart geklaut. Holy shit, bitch. Schau mal vom Biertrinker-LP, jetzt will ich sofort der Biertrinker-LP. Schau MOI vom Biertrinker LP das Video zu Fortnite an. Das dauert 17 Minuten. Die Sendung ist für Zuschauer mit kleinem Penis nicht geeignet. Schauen wir mal ganz kurz, ganz kurz. Ey Leute, was geht? Mein Name ist Sir Bierlord, herzlich willkommen Mein Name ist Sir Bierlord, da steht aber Biertrinker LP. zu GTA Online. Heute in einer Ansage gegen Fortnite, meine lieben Freunde. Ich hatte es euch Was soll denn eigentlich diese ganze Ansagen-Scheiße eigentlich? Ich hab ja nicht ganz angekündigt, ich habe es euch versprochen. Dies ist wirklich kein Video, welches ich jetzt sagen möchte, dass ich es aus Spaß aufnehme, sondern es ist wirklich mein purer. Allerdings nur wirklich, man muss im Müll wühlen wie ein dreckiger Hurensohn, wie seine Eltern, die sich ihr Hartz IV einfach nur aufbessern, indem sie im Müll nach Pfandflaschen suchen. So muss sich ein Fortnite-Spieler seine Waffen... David 1,90, merci für deine 4 Euro. Bitte mehr How-To. Das nächste kommt. Bald mehr How-To. Am Ende vom Stream spoilert er ein bisschen, was das nächste wird. Merci und vergeht's gut. Also keine Ahnung, ich bin mir jetzt, das muss ich mir privat einmal anschauen, vielleicht ist es ganz interessant. Aber ich schaue mir jetzt mit Sicherheit da herin keine 17 Minuten von so einem Scheißvideo. Tut mir leid. Wo sind wir? Und ganz ehrlich, wenn einer mit GTA Fortnite vergleicht, keine Ahnung.
Naja, also ist ja wurscht. Ist ja völlig wurscht. Ich wollte mir eigentlich bloß drüber unterhalten. Was haben wir diese Woche für einen PUBG Special-Modus? Ja, die haben ja, ist ja wirklich geil, das hat im Spiel wieder richtig für mich, ich hab's wirklich 2 Monate nicht mehr gespielt und ich hab knapp 550, wie soll ich sagen, Stunden drauf. Also wir haben es recht ausgiebig gespielt, hab aber ungefähr so 3-4 Monate mal Pause gemacht, weil ich mir gedacht habe, fickt euch, Server laggen, Behinderten, Scheiße, Leute sterben nicht, obwohl ich einer 40 Mal ins Gesicht schießt, Desync, keine Patches kämen, Mikrotransaktionen kämen, obwohl es versprochen war, dass nicht kämen, etc. etc. Ja? Und dann kommt vor ein paar Wochen, hat sich das sehr, sehr, sehr krass gebessert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile schaue ich sogar ganz ehrlich über die Mikrotransaktionen hinweg. Das, was ich normal auf den Tod hasse, weil du musst das ja nicht ausgeben, ja? Du musst das ja nicht ausgeben und du kriegst ja sogar umsonst ein paar Crates für diese Battle Points und die kannst du aufmachen, wenn du Klick hast, ist ein bisschen was drin und die kannst du dann am Steam-Markt verkaufen und dann kriegst du ein bisschen Geld dafür. Ja, ist ja in Ordnung. Hast du Steam-Guthaben, alles cool. Und wenn du möchtest, dann kannst du Geld auch investieren. Ja? Ist ja auch völlig klar. Ich sag das jetzt deswegen, die verdienen damit ihr Geld. Das ist ja auch klar. Ja, das Spiel ist fertig gewesen für die wenn am 1.1. mit der Einführung von Version 1.0 gesagt hätten, Spiel fertig, Arschlecken, wiederschauen, dann war das so gewesen. Dann hat nie wieder ein Patch gekommen, es da 2 Maps gegeben und das Spiel ist einfach nicht fertig und alle hätten es gekauft. Alle. Da haben durchschnittlich 2,5 Millionen Leute online. Online. Wie oft ist ein PUBG verkauft worden? Schauen wir noch. Irgendwann geht dieses Geld zu Ende. Ja? Dann muss sowas kommen mit Mikrotransaktionen etc., weil die Firma, die weiterentwickelt, weiterhin Geld braucht. So, soweit, dass das einmal verstanden wird. Das ist mir wichtig. Das ist mir wichtig. Was haben wir noch? Dann kommt eine neue Map. Die scheiße ist, aber das ist Ansichtssache, das ist eh klar. Die ist einfach sauber zu groß und das Midgame ist einfach nur langweilig und weiß es eh und so weiter. Über 10 Millionen Mal schreibt jemand, ist PUBG verkauft worden. Das musst du jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, das kostet 40 €. Herr Siffler! CS Bürgermeister wieder Feedback zu meinem Besäufnisvideo und Novus, ich glaube, ich schuld dir Brotzeit. Grüß Sie viel. Sehr Spilger, Merche für DI Feedback zu meinem Besäufnisvideo und NoVOS. Ich glaub, ich schulte a Brotzeit Kursefi. Es ist tatsächlich wahr, du schuldest mir Brotzeit. Da werden wir uns einmal unterhalten müssen, fürchte. Vergeht's gut, das hättest du mir auch so schreiben können, musst nicht 5,50 € zahlen dafür. Und das Feedback zu deinem Video ist tatsächlich ernst gemeint. Das ist eine nette Idee, mach da mal weiter. Mach da mal weiter. Vielleicht mit ein bisschen, wie wir da mal kurz, ich hab da auch mal geschrieben, so an Weihnachten rum, so mit, hey, Arbeit ins Video steckt, ein bisschen Konzept und so weiter, vorher schreiben, was wir wo, auch wenn du dann zusaufst, aber so ein bisschen. Mach das mal, probier das mal. Kann funktionieren. Kann funktionieren. Ich wiederhole, haben wir ja letztes Mal schon drüber geschmerzt, du hast da so ein bisschen eine extrem krasse Nische gesucht. Metal only Thema, so fast so ein bisschen so gut wie. Und auch noch borisch, da eine richtig fett Leute zu erwischen, das wird schwierig. Aber probier das mal damit. Probier das mal damit, da habe ich ein gutes Bauchgefühl bei, falls dich das interessiert. Wenn es dich nicht interessiert, dann ist es mir auch wurscht. Dann hilft es auch nicht. So, wo waren wir? PUBG, ja, dann hat sich das Spiel aber dermaßen gut weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile ein Ping-Auswahlverfahren beim Matchmaking, glaube ich zumindest, ja. Dass nur Leute mit guten Pings mit Leuten mit guten Pings zusammenspielen und mit schlechten Pings. Die Leute wissen jetzt, die PUBG zocken oder die irgendwas zocken, was Pings sind. Das ist quasi die Reaktionszeit, wie schnell, wie soll ich sagen, wenn ich irgendwo hinschieße, wie genau, dass das beim Gegner berechnet wird, wo die Kugel eintrifft und wie schnell und wie viele Millisekunden das ist da. Mr. Max! Mr. Max! Servus, ich muss jetzt das Abendessen für die Kollegen morgen ins Wochenende holen. Servus ist Muas jetzt aus Abendessen für die Kollegen Moch a schönes Wochenend an alle. Vergeht's gut, viel Spaß beim Kochen, Kochstudio und wie soll ich sagen, ein schönes Wochenende dir, merci dir.
So, wo waren wir? Julia Gewalt fragt mich gleich nochmal, wer macht bayerisches Metal? Ich mag beides, wer ist das? Also er macht keine Metal-Musik, er ist mehr so ein Metal-Festival, setzt sich mit Bands auseinander vor der Festivals, redet mit Leid und so weiter, macht das auf bayerisch, ist der Dark Siffler. Könnt's gerne mal vorbeischauen bei ihm. Schott nicht. Schott ihm nicht. Gefreiten und da kann man auch mal reinschauen. Ist jemand, den man für voll nehmen kann. So, die Zeit, die dein PC braucht, um mit dem Server zu kommunizieren. Herr Sam 400er, wunderschön zusammengefasst. Ich versuche das aber so zu erklären, dass das wirklich jemand, der nichts mit Computerspeierei und so weiter oder mit Computer allgemein, 80% von euch, ich sag ja das, sitzen mit dem Handy vorm Stream. Deswegen muss ich das und zocken auch nicht, ja, das weiß ich, aber viele von euch zocken auch, denn ich brauche das nicht erklären, was ein scheiß Ping ist. Ja, bin nicht so 100%ig sicher, ob dieses Matchmaking wirklich funktioniert, dass ich mit Leuten im Team bin oder generell auf dem Server bin mit dem gleichen Ping-Level wie ich, plus minus 5 Millisekunden, was weiß ich, oder 10. Weil nämlich, was mir in dem Spiel viel wichtigerweise verschissener Region-Lock. Ganz ehrlich, wenn ich in ein Spiel gehe, es dauert 3 Sekunden und alle schreien umeinander, blöd, Zucker, blöd. Oder Ching Chang Chung, Chinesisch sei nicht dumm, Ching Chang Chung, warum muss ich mit, nicht jetzt wieder falsch verstehen, Kruzifix, nix gegen Russen. Ja, ich hab vielleicht nur Russen, Leute, die ich kenne und so weiter, aber ich mag nicht mit Russen aus Russland spielen. Die haben einen Ping von 800. Zum Beispiel, und ich verstehe es nicht. Nicht mal, wenn es Schreibdaten kann das lesen. Von denen ich rede keiner Englisch. Und von den Chinesen und von den Asiaten auch nicht. Was suchen die auf die europäischen Server? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es keinen Region-Lock? Das kotzt mich was so, dass es ganz aus ist. Ganz ohne Scheiß. Wenn's das noch wegkriegen, wenn der Region-Lock noch kommt, ganz ehrlich, bei den Russen und bei den Chinesen hinten, da ist jeder 50. Spieler ein scheiß Cheater. Wie oft die da hinten von scheiß Cheater da werkelt wird, ist nicht mehr normal. Ich weiß schon, das ist das typische Umeinandergebläre. Ja, du bist einfach bloß schlecht, bla bla bla. Ja, aber ich spiele lang nur, dass ich einen Cheater erkenne. Ja, ich hab wahrscheinlich schon Computer gespielt, da haben die meisten von euch noch waren am Pausehof und haben Gummihupfer geübt. Keine Ahnung. Deswegen weiß ich, wann jemand cheatet und wann nicht und wann ich einfach bloß selber schlecht bin und gerade fertig gemacht worden bin. So. Zuckerblät. Röschpi. Und das ist halt nun mal so. Da krieg ich einen Vogel bei der Scheiße. Das Spiel war so gut. Das war so gut und es hat so einen fetten Hype, aber sie versemmeln einfach die kleinen Dinge. Aber Hauptsache Emotes kommen. Wer nimmt denn Emotes her in dem Spiel? Hey, warte mal, da läuft einer. Schießt mal oder was? Frage an den Squad. Schießt mal, nein, nicht. Ja, warte, winge mal. Was soll das denn? So eine Scheiße, so eine Behinderte. Ganz ehrlich, da kriege ich... Hey, ganz ehrlich, ich spiele 100-mal lieber mit Franzosen, die kennen halt nix. Das ist ja scheißegal. Aber ganz ehrlich, wo kommt denn das eigentlich her, diese Oststaaten-Überschwemmung auf unsere Server? Das ist ja nicht bloß in PUBG so, das ist in WoW so, das ist in PUBG so, und in Counter-Strike mag ich gar nicht anfangen, Alter. Da krieg ich einen totalen Schlaganfall. Keine Ahnung. Also, warum, wo kommt ich spiele schon so lang. Ich spiele seit der ersten Stunde Counter-Strike. Ich spiele seit der ersten Minuten WoW. Ich spiele seit der ersten Minuten PUBG. Ja gut, das ist jetzt ein Jahr alt, aber ist egal. Das war noch nie so schlimm wie in den letzten 5 Jahren. Da hat das angefangen. Diese Russenschwall. Ja, nochmal, nix gegen Russen. Ich hab nix gegen Russen. Ja, das ist jetzt ich mag jetzt keine Russen beleidigen, die kennen auch nichts dafür. Aber was lernen die bei uns auf die europäischen Server? Warum? Ich mag mit denen nicht spielen. Ich verstehe es nicht, da redet keiner Englisch, da haben alle einen Ping von 8 Trilliarden. Selbst wenn sie schreien, verstehe ich es nicht, was sie ungefähr gemeint hätten können. Ich weiß es nicht. Warum? Du gehst in ein Counter-Strike spielen und das erste, was du hörst, Röschbi, blöd. Warum? Kann mir das irgendjemand bitte beantworten? Jetzt muss ich dann wieder aufhören, weil ich so viel schreien muss, dass es ganz aus ist.
Ich sag ja nicht, die sollen nicht ausgehen, um Gottes Willen. Ich mag nicht, dass die Russen nicht mehr Computer spielen dürfen, die sollen doch so viel spielen wie mir auch, das ist ja mir wurscht. Aber sie sollen bitte eine eigene Serverregion haben. Und dass bei den Chinesen sowieso jeder Zehnte cheatet, das ist ja sowieso klar. Das ist natürlich ein bisschen klischeehaft, das ist schon klar, aber die meisten Klischees, die werden nicht einfach frei erfunden. Hey, wie oft ich ohne Scheiß also ganz ehrlich, ich weiß nicht. So, unterhalten wir uns über das, was ich mir eigentlich unterhalten wollte, nämlich über den Special-Modus, über den wir uns jede Woche mal kurz unterhalten, weil ich es einfach geil finde. Da hat das Spiel was geschafft, dass es mich jedes Wochenende 100%ig wieder reinschauen lässt, weil diese Sonderspielmodi, also für alle, die jetzt PUBG ausgesprochen, PlayerUnknown's Battlegrounds noch nicht kennen, weil es halt nicht Computer spielen oder sonst irgendwas. Das ist eine Rieseninsel, da fliegt der Flieger drüber, 100 Leute sitzen, also 100 Spieler sitzen in dem Flieger, springen ab, verteilen sie irgendwo auf der Weltkarten oder auf der Insel, besser gesagt, suchen sie Waffen und Ausrüstung und Zeig und Klump und dann kämpfen die alle gegeneinander. Und der Letzte, der überlebt, der hat gewonnen. Okay? So, so einfach ist Battle Royale erklärt. Und es gibt 2 Maps bis jetzt. Die dritte ist eigentlich so gut wie fertig. Die kommt demnächst in einem neuen Patch und schaut sehr interessant aus. Ich hoffe, die ganze Geschichte ist nicht demselben Fluch verfallen, wie das bei Arma 3 Apex der Fall war. Die hat super geil ausgeschaut, diese Map, und war super geil, aber nicht für Multiplayer. Warum? Können wir uns vielleicht ja später nochmal unterhalten. Und dann gibt es jetzt diese Spezialspielmodi. Ja, man kann selber kein Spiel eröffnen mit eigenen Einstellungen. Da wo man dann zum Beispiel einsteigen kann, hey, es gibt nur Armbrust als Waffen. Und aber dreimal so viel, wie soll ich sagen, dreimal so viel Crates, die runterfallen. Das sind so Special Lootboxen, da wo dann krasse Waffen drin sein können. Dann gibt es nur Karabiner, es gibt keine Westen, es gibt bloß Pistolen. Der Kreis, der die umbringt, dass immer alles enger wird, der ist schneller und sowas kann man einstellen. Das kann nicht jeder. Das kann nur jemand, der sehr viel streamt und einen Bekanntheitsgrad hat. Und jetzt, das soll jetzt nicht arrogant hören, aber wir haben knapp 33.000 Abonnenten. Ein bisschen einen Bekanntheitsgrad, mag ich behaupten, habe ich. Und selbst der langt aber noch nicht ansatzweise dafür, dass ich PUBG-Partner werde und dieses Spiel dann quasi Custom Games aufmachen kann. Ich arbeite aber dran, weil sobald ich hoffe so fest, dass wir es schaffen, 50.000 Leute sind, dann kann ich mich da mal bewerben, ja, dass ich PUBG-Partner will und dann können wir Custom Games aufmachen und dann können wir miteinander PUBG zocken und das war der geilste Scheiß, den wir machen könnten. Vielleicht kommt da bis dahin einmal irgendwann, wie soll ich sagen, diese Custom Games für jeden, oder man kann Server mieten oder sowas, wie bei Counter-Strike das früher der Fall war oder auch heute noch der Fall ist. Das war richtig geil. Das da ich sofort auf der Stelle und dann kann ich mit euch quasi so Community-Events machen, spielen wir miteinander einen bestimmten Spielmodus den ganzen Nachmittag, Sonntagnachmittag zum Beispiel oder so. Das war saulustig und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ihr Bock drauf hättet, die Leute, die PUBG spielen natürlich. So. Jetzt kommt dieser Spezialmodus eben, der kommt jedes Wochenende und der ist eben für jeden verfügbar. Und diese Woche haben wir, was haben wir dann? Jetzt nur, um nur mit darauf einzugehen, man kann sich da als PUBG-Partner bewerben, ab 50.000 Abonnenten, regelmäßigen Game... Was ist denn los mit dir? El Haso! Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir im Kanal Ihres Vertrauens den El Haso beim Bürger Squad. Ein herzliches Dankeschön dir, bitte lieber Chat. Eskalation! Mit einem netten, aber lauten Servus El Haso. Bitte, El Haso, nur für dich. Merci und vergelt's gut natürlich heute. So, genieße kurz den Chat. Hoppala. Hat's mir ein kleines Kuppal außer Droschen, aber das ist nicht so schlimm. Nichts passiert.
Tanja Bambi schreibt, Dervus Birger. Sag ich, Dervus Tanja. So, Michael Haso, nochmal ein Vergelt's-Gott an dich. So, wo waren wir? Da muss ich mal einen Zug zu mir nehmen, damit ich wieder gerade ausschauen kann. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo waren wir? Ja. Also, jetzt pass auf. Der neue Special-Modus dieses Wochenende schaut eigentlich ganz cool aus. Ich hab noch nicht gespielt, sage ich ganz ehrlich. Doch, da liege ich. Bevor ich zum Streamen angefangen habe, habe ich noch schnell eine Runde gespielt, bin aber nach 2 Kills sofort erschossen worden und habe dann wieder aufgehört, weil keiner von meinen Kumpels dabei war und so. Es sind 8-Mann-Squads. Das finde ich schon mal allgemein ziemlich lustig eigentlich. Dann gibt's Flare Guns, die kannst du finden, schießt auf und dann wie soll ich sagen, kommt ein Crate runter, da wirft ein Flieger Special Weapons runter, das ist noch dabei. Dann, wenn du das außerhalb der Zone machst, wirft er einen gepanzerten UAC ab. Wir sagen mal wie UAZ dazu. UAZ, also aber der UAZ. Du, dahinter meine, da steht der UAZ. Jetzt hol ich mal den UAZ. Ja. Und es Wetter wechselt dynamisch während dem Spiel. Sprich, es ist mal Nebel, mal Sonne, mal Regen, mal was weiß ich, was soll es sein. Gibt's Regen? Nein, einen Regen gibt's nicht, gell? Nein, gibt's nicht. Na, ist ja wurscht. Van Pautner! Birger, gib dir mal das Liedl. Mein Madel aus Krein. Besten Hintergrund, was? Besten Hintergrund Liedl. Du wirst es lieben, ich hol mein Mai und geh schleidern. Was, wieso holst du dein Mai und gehst schleidern? Sollst nicht schleidern gehen. Nicht schleidern gehen. Schleidern ist auch Schmarrn. Also ab und zu. Ab und zu ist cool. Schau mal. Wie heißt das? Mein Madeln aus Grein. Um Gottes Willen, was ist denn das? Mag ich das schon sagen? Hab schon gesehen. Lass ich mir mal in meine Tabs drin und werd da gegebenenfalls vielleicht einmal eine Playlist zusammenstellen. Schauen wir mal. Das Problem ist aber an der Hintergrundmusik, das demonetarisiert erst einmal mein Video, dann kriege ich die ganze Zeit Copyright-Flags in das Video einer und nicht, dass da irgendwann einmal einen Strike gibt. Beim Livestream war das normalerweise aber nicht so schlimm, aber letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir es ja gesehen, da haben wir uns diesen How-to-Basic-Typen angeschaut und dann sperrt YouTube echt live nach 10, 20 Sekunden mein Battle, solange bis ich das Video wieder raus tue. Da kriegst du einen Vogel, du. Keine Ahnung. Also muss ich mal schauen. Da muss ich mir allgemein sowieso einmal schlau machen, ob man da nicht irgendeine Hintergrundmusik einmal finden, die nicht gecopyrightet ist, dass ich da ein bisschen lauter in die Hintergrundmusik mal laufen lassen kann, weil bloß aber die ganze Zeit schreien, das kann auch nicht das Angenehmste für euch alle sein. Deinerlein schreibt, weißt was beschissen ist, dass man Englisch lernen muss, wenn der Bürger streamt und nebenbei noch Hausi mache. Ich hasse das, aber mein Gott, muss halt gemacht werden. Ja, da musst du durch. Da musst du durch. Das hilft nicht anders. Ich hab auch durch müssen. Ich frage jetzt nicht wie, aber es hat irgendwie schon funktioniert. Sir Last of Disaster schreibt, hast du eine Spotify-Playlist? Nein, um ganz ehrlich zu sein, die leise Hintergrundmusik, die hier im Hintergrund laufen jetzt, das ist einfach nur ein YouTube-Video irgendwo und das tue ich auch bloß, dass irgendein Ton im Hintergrund ist. Ich hab mich noch nicht damit auseinandergesetzt mit Musik, ganz ehrlich. Jetzt streamen wir echt seit einem halben Jahr regelmäßig mit echt viel Zuschauern, mit echt viel von euch und hab immer noch nicht geschafft, dass ich das tue. Naja. Im Hintergrund deine Musik laufen lassen und gut ist. Stimmt, warum tue ich eigentlich das nicht? Warum tue ich eigentlich das nicht? Weißt du, was das... da ist Hintergrundmusik. Ja, pass auf, ich drehe es einmal kurz laut.
Ich mach's bloß so leise. Herr Gänzle! Vergeht's gut! Der Gentleman schreibt, Hausi, ich darf nur einen Haufen Seiten über Latent Semantic Analysis schreiben. Was ist das? Das gebe ich doch einmal schnell bei Google ein, dann sehe ich, was das ist. Latent Semantic Indexing, kurz LSI, ist ein nicht mehr patentgeschütztes Verfahren des Information-Retrieval, das 1990 zuerst von Dear erwähnt wurde. Verfahren wie das LSI sind insbesondere für die Suche auf großen Datenmengen wie dem Internet von Interesse. Aha, bist du so ein Datenverarbeitungsmensch? Bist du quasi einer von denen, die für das neue Datenschutzverordnungsgesetz verantwortlich sind, weil der das eingeführt hat, den haben sie so dermaßen ins Hirn geschissen, dass es ganz aus ist. Also ganz ehrlich, da frage ich mich schon, jeden Tag steht ein neuer Volldepp auf, dem sie noch mehr in Schelle geschissen haben wie dem vorgestern. Das ist wirklich unfassbar. Heute erst formelle und materielle Grundbuchklausur geschrieben, mir langt's. Ey, ganz ehrlich, ihr mit eurem hochwissenschaftlichen... Herr Weitner! Weiten Eder. Vergeht's gut! Für den Zehner, aber ein Zehner echt zweistellig braucht es echt nicht. Merci dir. Hättest du da wenigstens eine Nachricht eingeschrieben? Genau, aber wenn du das natürlich nicht magst, sage ich trotzdem merci. Ob du magst oder nicht, merci dir. Heute ist mein selbstgebrautes Weißbier fertig geworden. Bin mal gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's schon ein paar Mal ausprobiert und auch gekriegt von jemandem, der es probiert hat. Das hat noch nie ansatzweise so gut geschmeckt wie irgendwas aus einer Brauerei aussah. Noch nicht einmal. Diejenigen, die das brauen, die haben natürlich immer fett überzeugt davon. Das ist egal, weil sie es selber braut haben. Aber ganz ehrlich, ich hab noch nicht einmal ein wirklich brauchbares, selber brautes Bier getrunken. Noch nicht einmal. Naja. So. Dass ihr ja offensichtlich lautstark schreit nach Musik. Ich habe übrigens so ein Lied, das kennt fast noch keiner, das ist nämlich nicht auf YouTube. Und das heißt Hirn aus. Wo ist denn meine Playlist? Jetzt schauen wir mal. Playlist, Rauhaus auf der Kegelscheiben. Ja, genau. Das nächste Mal, wenn ich von der Arbeit heimkomme, zeige ich mir sofort nach Hause. Ist das nicht ein bisschen komisch? Und das Auge hör mal auf und das Laufen fangen wir an. Und weiß uns, wo der Gang hängt, mal einen Kilometer schwimmen du. Herr Weitnieder! Das muss dich doch um 5 kosten! BASD Show. Also passt schon quasi. Merci und fettes vergeht's gerade an den Herrn Weitnieder. So, es ist doch auch irgendwie seltsam, wenn meine eigene Muse im Hintergrund. It's Snipes. Du bist live. Es interessiert keinen. Rechtsklick, Block User. Wiederschauen. So. Fleisch ist mal kannst mir sterben die armen Viecher aus. Und die so. Ja, sicherlich. Ja, genau. Und wenn ich hocke, dann hör mit Wohnung auf. Bin übermotiviert und trage den Trick zur Tonne hinaus. Der hält Papier von Biomüll, das steht noch nicht so gaudi drauf. Ja, sicher. Das ist doch komisch, wenn das läuft im Hintergrund. Also natürlich nicht so laut, ist schon klar, aber es ist irgendwie seltsam. Es ist irgendwie, das ist wie so, wo wir vorher gerade wieder warten. Das ist so, als da ich mir selber am Blasen, als da sich der Hund selber seine Eier schlecken, wenn er seine eigene Musik in seinem eigenen Streamlauf verlässt und so drauf aufmerksam zu machen. Also ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber wenn das für euch kein Problem nicht ist, dann der wir das eine. Wenn das irgendwie komisch ist, dann sagt es mir. Mir ist das wurscht, was da läuft. Ist es okay so? Hört man das? Hört man Mino? Ist der Ton einigermaßen in Ordnung? Ich muss ja euch fragen, ist es das erste Mal, dass so in einigermaßen Lautstärke die Musik im Hintergrund läuft? Okay, ist es okay so? Hört man mich? Ich hoff's, wird schon passen. Oh Gott, ich schwitz auf meinem Stuhl fest. Und mit Schwitzen meine ich Schmelz.
Der Muttertag sagt, passt alles, ja, passt, machst du alles perfekt. Ja gut, alles mach ich auch nicht perfekt. Ja, alles mach ich auch nicht perfekt. Herr Weidnitter, weil einfach... Freitag ist der Geht los mir Austag. Weil halt Freitag ist. Freitag, so ich mehr sehe. Julia Gewalt, musst öfter Stream schauen. Was? Musst öfter Stream schauen. Lol, die Frau Gewalt ist wirklich immer am Start. Frau Gewalt kriegt von mir ein Ehrenabzeichen. Wenn ich die einfach so zum VIP machen kann, dann teile ich die einfach so zum VIP machen. Aber ich kann leider, es funktioniert technisch halt einfach nicht. Schauen wir mal, was kann ich mit dir sonst tun? Wo ist denn die Frau Gewalt? Frau Gewalt! Frau Gewalt, was darf man jetzt mit dir einmal da teilnehmen? Julia Gewalt, was kann ich mit dir tun? Nix da. Warum nicht? Ich kann zum Kanal melden, entfernen Nutzer, vorübergehend blockieren Nutzer auf diesen Kanal, ausblenden, Moderatoren. Stein, wie schaut's aus mit Schweizerdeutsch? Was kann ich nicht? WIA schaut's aus MID Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch, der kann ich nicht. Das Einzige, was ich weiß über die Schweiz, ist, dass sie gerne sagen. Aber damit mag ich die Schweizer nicht verarschen, um Gottes Willen. Ich mag die Schweizer, wenn ich immer mal wieder das Wort Lieblingsnachbarn verwende, dann meine ich da rechts von uns die Österreicher und links von uns die rechte Seite von der Schweiz. Weil die rechte Seite von der Schweiz, die ist ja quasi Frankreich. Nee, haben ja alles Franzosen. Da verstehst du auch gar nichts mehr. Wobei ich mich tatsächlich bei den Schweizer auch ab und zu mit ziemlich hart tue, zum Verstehen. Der Benedikt schreibt, auf Twitch kannst du ihr einen Sub schenken, den musst aber du zahlen. Ja, dafür müsst ihr aber Twitch-Partner sein. Und ich bin kein Twitch-Partner, ich kann keine Subs verschenken. Und ich mag auch gar kein Twitch-Partner sein, weil sonst kann ich nicht mehr auf YouTube streamen. Und ich werde für immer weiterhin auf YouTube streamen, weil nun mal da meine Fangemeinde sitzt. Special Greets an die YouTube-Fangemeinde! Aber Special Greets an die Twitch-Fangemeinde, weil da sitzen auch immer. Wie viele Leute sind denn überhaupt da in Twitch? 120, 220 auf YouTube. Hashtag ist halt so. Herr Weidnitter, Hashtag Freitag! Freitag! Bitch! Hashtag Freitag. Herr Haso, das muss doch nicht sein. Geht los mir aus. Geld lass mi aus Doc suchst, Unterstützer Aloha du jetzt mal halt net. Heudalia war nu 2 Leberkass emmen. Peschens Wochenend aus Oberösterreich Bilder. Aus Oberösterreich, das freut mich über ultranarisch, weil ihr da hinten genau... Also ich hasse ja Leute, die von sich selber sagen, dass sie geil sind und so verrückt und so lustig und bla. Deswegen sage ich das ab und zu. Mit ganz selten sage ich, aber ihr Österreicher da hinten, ihr seid einfach nur mal genauso geil wie mir. Ihr seid allerdings, weißt, weiß-rot ist genauso geil wie blau-weiß. Warum? Weil es ja nun mal so ist. Weil wir alle fast gleich sind. Und wenn du mich fragst, so hat man da auch... wie soll ich sagen, wie heißt es? Ich glaube, Bayern-Partei ist sowieso dafür. Ja? Wie soll ich sagen? Es sind echt so viele Österreicher da. Die Alpenrepublik. Das war der feinste Scheiß. Wir waren die reichste Republik auf dem Scheißplaneten. Weil alle anderen ohne uns nichts reißen. Nix. Null. Nada. Niente. Nullinge. Zerreißen die. Wenn wir mir sagen, fickt euch mit einem Scheiß und macht's selber. Was kann irgendjemand von denen Kasperl Auto bauen? Hä? Was für Autos? Weißt das wie es ist? Grüß an meine Österreicher. Ich liebe euch auch. So. Ja, wir brauchen mehr, wir müssen noch mehr werden. Und dann treffen wir uns jeden Samstag um 2 Nachmittag irgendwo und fangen wir an, die Mauer zu bauen. Herr Weidnitter! Jetzt klang's! Ernsthaft! Jetzt klang's! Es reicht! Auwe. Auwe! Merci! Ah. Grüezi, Hobby! Kinder von Welt! Was ist da los?
Was, Autobahn, die sollen erst mal einen Flughafen fertig machen. Ja, stimmt. Das ist auch, ist der immer noch nicht fertig. Ich befasse mich mit so einem Scheiß nicht. Ganz ehrlich, weil es eh keinen interessiert. Also natürlich, man kann sich kurz einmal drüber aufregen, aber es ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, weil du nichts dagegen tun kannst. Nichts. Nadar. Nada. Bürger for President und die Österreicher mengen die auch. Ich warte ja sowieso schon die ganze Zeit drauf, dass sie in Österreich endlich einmal jemand auftut, so wie ich, und mit mir mitmacht. Bloß halt bei Österreich hinten. El Haso! Ja, geht jetzt das wieder los. Nein! Genau reißt die Grenzen auf. Okay, Republik now. Also der eine sagt, genau reißt Grenzen auf, der andere sagt, einmal noch. Ich sag zweimal merci. Gentleman sagt, gründet mal die Bürgerpartei. Oh, glaubt's mir, ihr mögt jetzt nicht, dass ich da irgendwas zum Sagen hab. Glaubt's mir einfach, ihr mögt's nicht, dass ich da irgendwas zum Sagen hab. Im Notfall machen wir dann auch wieder die bayerischen Flugzeugwerke auf, wie früher. War das nicht auch die BMW? Hat BMW nicht früher auch Flugzeugmotoren gebaut und so? Oder deren es nicht sogar immer noch? Kenne ich mich nicht aus, ich baue keine Autos und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich interessiert Autosache auch überhaupt nicht eigentlich. Ja, ist halt so. Der Destroyer fragt mich, was sagst du zu der Sache, die in Passau passiert ist? Ja, das ist ziemlich heftig. Also eigentlich mag ich übersehene Geschehnisse in meinem Stream, in meinem Kanal eigentlich nichts sagen, aber ganz ehrlich, ich hab's auch nur beiläufig mitgekriegt, sage ich ganz ehrlich, irgendwie in Passau ist Folgendes vorgefallen. Da haben sie, ich weiß nicht wie viel, sagen wir mal 5, nicht dass ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, ich weiß es wirklich nicht genau, 5 Leute getroffen zum Schlägern offensichtlich und die waren zwischen 14 und 25 Jahren. Da muss ich mich erstens schon einmal fragen, welcher 25-jährige Vollmongo trifft sich mit einem 14-jährigen zum Schlägern? Was ist denn das für ein Hosenbrunzer, der einen 14-jährigen schlagen möchte, der 10 Jahre jünger ist? Also, keine Ahnung. Also mal das erste und dabei ist ein 15-jähriger gestorben und quasi totgeschlagen worden. Also was muss ich denn da noch dazu sagen? Muss ich da irgendwas dazu sagen, wie geistig unterbelichtigt die Scheiße ist? Keine Ahnung. Und deswegen mag ich nichts sagen dazu. Das war's, was ich sage dazu. Geistig unterbelichtete Vollidioten-Scheiße. Und alle werden gestraft fürs Leben dafür. Alle Beteiligten. Egal wie alt und wie jung. Keine Gnade für so viel Behinderung. Natürliche Auslese nenne ich das übrigens. Und der arme Teufel, der sich da halt totschlagen hat lassen müssen, die Eltern, die Freunde, die ganze Schule, was meinst du, was da los ist, Alter? Also, keine Ahnung. Das nimmt einfach Ausmaße oder wo ich mir schon ins Hirn gelangen muss, langsam. Wille 88, Julia Dingsbums, wer schreibt denn euch so viel Leute schreiben? Gentleman schreibt, Audi will bis 2025 ein Brennstoffzellen Auto auf den Markt bringen, das vor euch irgendwer kaufen. Wer kauft denn bitte einen neuen, ungebrauchten Audi? Wer kann sich das leisten? Kann mir das irgendjemand sagen? Wer sich ein neues Auto leisten kann? Keine alte Sau kauft sich einmal schnell für 80.000 Euro einen scheiß Audi. Oder ein BMW oder ein VW oder was weiß ich was für ein Dreck. Keine Ahnung. Also ich halte diese ganze Elektroauto-Geschichte heute für eine gute Sache. Ja, ist mir schon klar. Aber gut. Der David 190a schreibt, Birger, wie sieht's mit der Abstimmung aus fürs Kochstudio? Gut, dass du das sagst, weil die hätte ich nur eiskalt vergessen. Da hätte ich nur vergessen, um was das heute geht. So, jetzt pass auf. Also, jetzt lassen wir mir das erst einmal rein. Ihr habt ja abgestimmt. Ihr könnt ja immer noch abstimmen. Das machen wir jetzt ganz kurz noch schnell. Da herum findet ihr einen kleinen Knopf. Da drückt ihr drauf. Dann fährt da eine Sache ein und dann ist eine Abstimmung. Drauf fürs Kochstudio, für mein Kochstudio, ob das in vollkommenen Blödschiss eskalieren soll, also massivst blöd, deppert, lustig, narrisch sei soll oder ernsthaftes Kochstudio sei soll. Da herum, draufdrucken, im Videobereich herin, draufdrucken, dann fährt so ein Bereich da raus, da wo normal jetzt der Chat wäre und dann kannst du oben drücken. Herr Weidnieder! Kauft... ja... Von dem Zwickel kaufe ich mir die geilste Leberkasse, die da ist. Kauf da an Audi Davo Okay-Zeichen. Merci an die. So, also, wir haben das ja vorher schon einmal kurz angecheckt.
Hab aber dann vergessen, drüber zum Schmerzen. So, Abstimmung Kochstudio, aber wie? Ja, das ist nicht brutalst eindeutig, ist nicht, aber doch schon sehr. Ich darf euch das auch gern zeigen. Wie kann ich euch das zeigen? So. Seht man das? Da läuft da im Hintergrund, das ist quasi mein YouTube-Dashboard. Falls das jemanden interessiert, da sehe ich die ganzen Donations von euch, die ihr mir schickt. Und das ist halt diese kleine Infokarte. Der Herr Dange. Herr Dange! Vergelt's Gott für den Zweckel. Merci. So. Der Gentleman sagt gar nichts, Sigi. Ja, es ist halt so winzig. Deswegen lese ich es euch einfach vor, weil es ja wurscht ist. Also, wir haben 72% gegen 27%. Wo das letzte Prozent gekommen ist, weiß ich nicht, aber vielleicht ist YouTube hat gerade einen Schlaganfall. Wer weiß das schon. So, wir haben zwei Optionen. Die eine hat 72% mit 375 Abstimmungen. Und die andere hat 27% mit 144 Abstimmungen. Also 2/3, 3/4 von euch. Meng Eskalation. Und da stehe ich so da und sage, meine sehr verehrten Damen und Herren, die könnt ihr haben. Und ich überlege natürlich auch über ernsthaftes Kochstudio-Dings. Ich werde vielleicht auch noch mehr eine Abstimmung starten über diese Community-Funktion auf YouTube. Das wird mit Sicherheit einmal noch mehr kommen, weil da einfach dann mehr Leute mitmachen. Ja? Wir haben jetzt da wie viele Stimmen? 520. Und wenn ich da so die Abstimmungen anschaue, die ich über die Community-Funktion mache, da stimmen halt dann 3000 Leute ab. Dann geht das halt noch ein bisschen genauer in die Richtung. Dann sehe ich auch, ob wirklich hunderte von Leuten auf die ernsthafte Sache auch Bock hätten. Weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, es bleibt so. Also es wird wahrscheinlich für die Blödschiss-Eskalation gestimmt. Nimm mir jetzt einfach einmal, es kann sich ja dann auch dran, wenn mehrere Leute abstimmen, das ist eh klar. Aber die erste Tendenz ist, 3/4 von euch mengen Eskalation. Und ich werde mal drüber nachdenken, wie, was genau und so weiter ich da machen werde. Schauen wir mal. Der Tracer schreibt da, es ist auch was, über was ich die ganze Zeit nachdenke. Eine schöne Mischung weiter am besten. Mal ein gutes Grillrezept, mal einen rechten Blödsinn. Ja, ich überlege auch, aber ich möchte halt das Format sehr straight halten. Das heißt, es gibt halt das Eskalationsformat und vielleicht aber auch das ernsthafte Format. Schauen wir mal. Muss ich mir überlegen. Da muss ich mir hinsetzen, muss drüber nachdenken, vielleicht auch mal mit Kumpels reden, aber ich sehe schon, ich wollte allgemein einfach bloß wissen, ob ihr Bock hättet auf so ein 60-sekündiges, kurzes, völliges Dämlack-Format, weil ich auch irgendwann einmal Bock habe, nur Scheiß, also wirklich nur noch Blödsinn zum Schmatzen und da ist das perfekt dafür. Schauen wir mal, kriegen wir schon. Der Alexander Rauscher, so, kannst du deine Lieder auch mal auf Spotify tun? Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Dafür sind es aber das liegt jetzt nicht an Spotify. Meine Lieder, wer die nicht kennt übrigens, kann gerne mal in meinem Kanal schauen oder einfach mal nach Birger bayerischer Rap suchen. Oder Birger Musik. Was kommt denn eigentlich, wenn man Birger Musik eingibt? Kommt da was? Birger Musik. Ja. Dann kommt eine Playlist, wenn ihr einfach reinschreibt auf YouTube Birger Musik, wenn das interessiert, da kann ein paar alte Lieder, das ist aber schon 2-3 Jahre her. Aber ich kriege momentan immer wieder sehr viele Nachrichten, die mir anschreiben, voll geil, macht doch da mal wieder mehr und so weiter und so fort. Aber momentan habe ich keine Zeit für Musik und ehrlich gesagt auch relativ wenig Elan. Das war halt vor 2-3 Jahren ein bisschen was anderes. Suribati schreibt, Birger, Best-of von dir fehlt noch auf deinem Kanal. Das ist eine gute Frage. Es ist auch wieder, haben wir wieder so weit, haben wir so oft bei demselben Thema. Das ist wieder so, als da ich mir selber versuchen, einen zum Blasen, wenn ich mir selber mein Best-of mache. Das hat's ja ihr entscheidet, was das Best-of ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Da müssen wir auch irgendwann einmal so abstimmen, was die meist kommentiertesten Szenen sind oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Vielleicht können wir das am Ende des Jahres einmal zusammenfassen, so als 2018. Das wollte ich eigentlich schon 2017 machen, aber da war noch nicht so viel Material zur Verfügung, wie das jetzt wahrscheinlich Ende 2018, so hoffe ich natürlich, der Fall ist. Aber so ein Kanal-Trailer kann das schon mal.
Es gibt sogar einen alten Kanal-Trailer, der ist 3 Jahre alt. Da habe ich das erste Mal gemeint, so jetzt probier's halt einmal ernsthaft. Probier halt einmal ernsthaft YouTube zu machen, regelmäßig, mit Stream, mit Formaten, mit was weiß ich, und hab's dann wieder nicht da. Den können wir uns einmal anschauen. Jetzt pass auf, Bürger Kanal-Trailer. Scheiße, der ist nicht mehr online. Der ist nicht mehr online. Ja gut, hilft nicht. Dann hilft's nicht. Ist eh wurscht. So Leute, ich werde jetzt für 20 Minuten nicht mehr schreiben können, bleibt zwar da, aber bei den Liegestützen kann ich nicht tippen. Wieso Liegestützen? Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Liegestütze gemacht. Brauchen wir nicht. Der Jailbreak schreibt, der geht gleich aufs Volksfest. Dann sage ich, viel Spaß am Volksfest. Das ist geil, das Volksfestzeit fängt jetzt dann wieder an. Der St. Ebner schreibt, der Stream laggt des Todes. Du, das echt? Bei mir läuft alles relativ flüssig. Ich habe auch irgendwie keine Netzwerkeinbrüche oder sonst was. Raffi! Einfach Weltklasse. Du bist einfach Weltklasse. Oder ist es wahrscheinlich Österreicher Dialekt? Einfach Weltklasse. Was? Die Leserin lernt doch dazu. Einfach Weltklasse heißt, merci dir. Und grüß an meine Lieblingsnachbarn. Woraus ich jetzt schließe, dass du aus Österreich bist. Vielleicht habe ich ja Unrecht, ich weiß nicht. Das Ö. Das ist aber für mich so ein kleiner Anhaltspunkt, dass derjenige aus Österreich kommt. Welt, das ist Welt. Hast du meinen Helm? Entschuldigung, hast du meinen Helm? Das ist Weltklasse. Und das ist halt der Österreicher Dialekt. Und ich liebe ihn. Ich darf mich gern einlegen. Einlegen darf ich mich gerne in den Dialekt. Der Kevinator fragt mich, wie alt bist du? Ich sag da drauf immer irgendwas zwischen 6 und 46. Stimmt. Lieder nicht auf Spotify. So, jetzt da bin ich unterbrochen worden durch eine Spende. Das liegt eigentlich weniger an Spotify. Ich glaube, dass ich meine Lieder einfach auf Spotify klatschen kann. Ja, das stimmt. Aber meine Lieder sind für mich, das ist mein eigener Anspruch, die habe ich alle mit dem Mikrofon und mit irgendeinem Scheißhausprogramm aufgenommen. Die sind schlecht abgemischt, schlecht zusammengeschnitten. Die Qualität ist einfach nicht so super. Ja, ich habe das halt einfach gemacht. Keine Ahnung, ich habe das auch nicht gelernt. Ja. Keine Ahnung. Deswegen mag ich die schlechte Kacke nicht auf Spotify setzen. Eher habe ich schon mal überlegt oder mit jemandem überlegt, einmal das neu zu mixen, neu aufzunehmen vielleicht sogar und dann neu zum Releasen. Vielleicht kommt das mal. Vielleicht. Aber da brauche ich sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit. Und ja. Franziska, sagt der Maxi ist ein Lauch. So. Naja. Der Wastel schreibt, das ist uns wurscht. Ja, wo du recht hast, hast recht. Dann ist die nächste Frage, selbstverständlich, es sind ja... Was ist das? Das ist ja schon sehr laut. Es sind ja auch viele Lieder dabei, die... Eigentlich kann man sagen, Cloud, ja. Es sind Cloudy Beats drauf, das sind parodierte Beats. Die basieren, einer kommt, glaube ich, von... Eins ist ein Eminem-Beat, eins ist ein Sido-Beat. Und der Rest ist, weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich die her hab. Sag ich dir ganz ehrlich, das waren irgendwelche Free-Beats von irgendwo, die für die nicht kommerzielle Nutzung in Ordnung waren. Und deswegen, Herr Dange! Vergeht's Gott für den Zwickel. Kaufe mir nur Leberkäse, wie kann man so viel Leberkäse in kaufen, dass du sagst, gibt's das. Und Spotify ist kommerziell und deswegen kann ich die da nicht online stellen. Glaube ich hab's auch noch nicht einmal ausprobiert. Keine Ahnung, was dann passiert. Ansonsten, ihr könnt euch das ganze Zeug, die ganze Musik jederzeit auf YouTube anhören. Gibt's eine Playlist mit alle Lieder. Und ihr könnt es euch auf Soundcloud auch anhören. Ist sowas ähnliches wie Spotify. Kostet nur nix und hat keine Dreckswerbung. Gut. Vom Partner Mix Arts, seh den Namen, dann hast du die Antwort. Was? Apropos Sido, du erinnerst mich an den Sido. Warum erinnert ich jemanden an Sido? Ich bin kein super intelligentes Drogenopfer. Super intelligent, ja, aber Drogenopfer nicht. Ein bisschen Arroganz ist erlaubt, okay? So. Es ist so heiß und ich schwitze so viel. So. Ja.
Ich kann vom Herrn Gewensdorfer spendet mal, ich glaube es ist eine 8 Trillionen. Nein, das tun wir nicht. Gut, der Sudi Batti schreibt Brille und Bart vielleicht, ja gut. Das ist aber auch schon das Einzige. Er hat auch einen Vollbart und er hat auch einen Brühen. Aber es schauen nicht alle, die einen Vollbart und einen Brühen haben, außer der Sido. Weiß jetzt auch nicht. Ja, ist ja wurscht. Java Flo fragt, hat es bei dir auch 27 Grad? Bei uns hat es nicht bloß 27 Grad. Heute Nachmittag draußen auf dem Balkon, natürlich in der brühenden Sonne, ist ja wurscht, hat es gepflegte 30 Grad, Freunde. Der Kevin hat gesagt, scheint bei euch in Bayern auch die Sonne. Ja, Vollgas, also Vollgas. Da drin ist Haar ohne Ende. Das ist der einzige Grund eigentlich, was ich am Sommer nicht mag. Die Dreckerts Scheiß umeinander Schwitzerei. Da kriege ich einen Schlaganfall. Beim Nixtor, wohlgemerkt. So. Ah. Kreuzweh habe ich immer noch. Aber ist schon ein bisschen besser geworden. Bei uns hat es schon seit 2 Monaten durchgehend so 30 Grad. Der Stein, wo bist du her? Woher? Wo bist du? Ach, du bist ja der mit den brasilianischen Dollaros. Bist du wirklich? Bist du in Brasilien? What? Warum? Was tust du in Brasilien? Der ich weiß nicht, wie man die ausspricht, SC23. Saufst du so viel, weil du so viel schwitzt? Oder schwitzt so viel, weil du so viel saufst? Beides irgendwie, von beiden ein bisschen, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Wir haben 23 Grad in Niederösterreich, du 23 Grad, haben perfekt, da scheint die Sonne, da ist nicht kalt, da ist nicht warm, alles cool. Ich weiß auch nicht, Also der Stein sitzt wirklich in Brasilien. Deswegen haut er mit die 100 brasilianischen Dollaros umeinander. Vergeht's gut an dieser Stelle übrigens nochmal. Also ist schon verrückt, wo ihr alle herkommt. Das ist echt geil. Wir haben schon aus England jemanden da gehabt, der in England irgendwie festsitzt. Einen haben wir gehabt jetzt in Brasilien. Wen haben wir noch gehabt? Ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich muss einmal so eine Pinnwand machen. So eine Pinnwand, wo wir reinstecken, wo die krassesten Leute herkommen. Also wo sie am weitesten Weg herkommt. Weil ich meine, aus Bayern und aus Österreich und aus der Schweiz ist eh schon so irgendwie ein bisschen klar. Aber weißt du das eh? 28 Grad in der Oberpfalz, ja, das ist ja nicht weit weg von uns, oder nicht allzu weit weg von uns. Bei uns hat es mindestens 25 bis 30, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich mir sicher. Und in der Sonne hat es 40. In meinem Zimmer hat es momentan 43 Grad. Ja. Killermelone schreibt, ob ich noch mehr auf den Curry King reagieren kann, bitteschön. Da habe ich doch schon reagiert. Das hat doch jeder schon 40 Mal gesehen. Das hat fast 100.000 Aufrufe, das Video. Na, da reagieren wir nicht mehr drauf. Außerdem hat das sowieso ein bisschen zu krasse Ausmaße angenommen. Da möchte ich ja gerne nochmal darauf hinweisen, ihr tat es mir einen Riesen gefallen, wenn ihr dann nicht zu den Leuten in Channel geht und denen Morddrohungen oder sonst was an den Hals schmeißt, weil da kann es echt Stress geben und das ist einfach nur dumm. Danke. Mittelfranken, Oberfranken, gibt es eigentlich Niederfranken? Warum gibt es Unterfranken? Ja. Der Mitch TV ist auch aus Landau offensichtlich. Landau hat aktuell auch 28, ja. Also ganz ehrlich, ich hab mir gerade an Kniescheiben gelangt. Herr Hartmann! Herr Hartmann! Hartmann! Dere zurück und vergeht's gut, selbstverständlich. Bei uns ist es sau heiß. Kannst du mal auf den Ringelstädter reagieren? Wer ist denn der Ringelstädter? Wer ist der Ringelstädter? Schauen wir mal, wo sind wir damit? Ach, der Ringelstädter. Ja, ich kenne ihn schon. Ja, ist ganz lustig. Also, die hat auf alle Fälle seine Daseinsberechtigung. Aber er ist halt schon recht alt. Also, der alte Schlag. Nee, der alte Schlag. Arbeitet beim BR, macht ein bisschen Musik, macht ein bisschen Comedy und so weiter. Hat seine Daseinsberechtigung. Kann man sich auf alle Fälle anschauen, muss man sagen. Ich muss jetzt den ersten Mal von 18 bis 24 Uhr arbeiten. Das ist wohl das Traurigste, was ich heute gehört habe. Bitte ein Stück Mitleid für den Felix Los, dass er jetzt dann von 6 bis um 12 Uhr auf die Nacht arbeiten muss. Und das am Freitag. Das ist wirklich die größte Scheiße, die ich heute hören habe müssen. Das tut mir wirklich leid. Ich fühle mit und ich wünsche dir so einen kurzen Arbeitstag wie geht.
Birger bei mir in Winzer an der Donau sind es gefühlt 59 Grad und wirklich 58. Ja, also ganz ehrlich, ich hab grad, wenn meine Gnierscheiben, ganz ehrlich, ich sitze ja bloß da. Ich mach hier keinen Sprint, keinen Halbmarathon oder sonst irgendwas, weil ich den ganzen nicht schaffe. Ich klang mal an Gnierscheiben und schwitz. Finde ich nicht gut. Ich glaube, ich kaufe mir da eine Klimaanlage rein. Hab ich schon gesehen. So. Ich gehe jetzt gleich auf die Festplatzzeit aufstehen, Feier mache und Bier trinken. Ja, ist geil. Das ist geil. Da hätte ich jetzt auch Bock. Ich habe ebenfalls Bock auf Grillen und Hunger habe ich auch bezahlt. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie es alle so schön heißt, jetzt ist 5 Uhr. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Es tut mir ein bisschen leid, natürlich, alle tut es mir immer wieder ein bisschen leid. Deswegen bitte jetzt aufhören mit der Spenderei und sonst was, oder stirbe ich noch einen schlechten Gewissen, wenn ich gehe. Ich gehe aber trotzdem, falls jetzt jemand meint, der muss jetzt anfangen. So, wen gilt es noch einmal zu grüßen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie jeden Freitag sage ich merci fürs Zuschauen. Heute waren wir wieder über 450 Leute. 450 Leute mittendrin irgendwann einmal. War der Peak. Habe ich wirklich gemeint, leck mir den Damm, du geiler, feinster Scheiß. Ihr seid die geilsten. Dann, Spezialdanke geht raus an. Es läuft wieder so lang. Jetzt Obacht. An alle meine neuen VIPs von heute. Und zwar Herr Mauermann. Aus Brasilien ist echt krass. Das kriegt auch noch eine Special-Würdigung. Herr Stein. Servus, Bilger, hau da eine. Hau da! Ich hau mir selber eine. Nein, das tue ich natürlich nicht. Eine Frage, gut, dann lesen wir noch eine Frage vor. Julia schreibt, eine Frage noch. Wie verhalte ich mich nachher, wenn ich besoffen bin? Tut halt mich mein Date ab? Boah, leck. Ich habe aber so den Eindruck, je mehr, dass du versuchst, in deine ersten Räusche zum Verhindern, dass jemand merkt, dass du besoffen bist, desto schlimmer wird's. Du kommst drauf, was für ein gutes Verhältnis du zu deinem Pap hast, dann sagst du dem Papi, ich hab einen Rausch, und wenn du kotzen musst, und du wirst kotzen müssen, wenn du einen Rausch hast und ein Auto fährst, dann tu ihm den Gefallen und sag, Papa, bleib bitte stehen, ich muss kotzen. Ich kenne keine Eltern, die jemanden zur Sau machen, weil sie einen Rausch haben. Nicht bei uns in Bayern. Du kriegst ein wenig einen Ampfiff, aber den wirst du auch überleben. So. Herr Mauermann, Herr Hippe, Herr Stampf, Herr Bauer, Herr El Haso. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Special Greets und Special Merci an euch für eure Subscription über YouTube. Gefreut mich wirklich narrisch. Das ist habe ich vorher auch schon kurz gesagt, ich weiß gar nicht, wer von euch noch da ist und wer nicht. Der absolutäre Beweis, dass ihr einfach geil findet, was ich mache, und das ist quasi die schönste Bestätigung, die ich kriegen kann. Wir sind jetzt insgesamt 37 Sponsoren, Unterstützer, VIPler, Bierger-Squattler, also Hardcore-Bierger-Squattler. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie dazu sagen soll. Ihr, der Restsatz natürlich auch Bierger-Squattler, das ist aber eh klar. Jeder ist Bierger-Squattler, der da ist. Ausgeschmerzt ist. Dann, wie jedes Mal, solange es noch möglich ist und mir nicht zu viele, oder ihr nicht zu viele werdet, Herr Hartmann! Ich bin hier noch nicht fertig. Aber vergeht's gut, Herr Hartmann. Special Greets. Ich versuch's so schnell zum Vorlesen, wie es gerade noch irgendwie geht. Yoshi, der Stein, der Gentleman, der Narische, der Herr Hartmann, der Schätzmaxe, der andere Herr Kulzer, der Herr Fabian, übrigens an den Herrn Kulzer, seine Frau, nochmal gute Besserung, falls ihr irgendwie zuschaut oder das euch nochmal anschaut, wirklich die besten Grüße und besten Wünsche, schnell wieder aus dem Krankenhaus, das ist nichts, um uns pressiert. Komm vorbei und heitert euch auf. Der Metz Fabian, der Hausi, der Fabian Hans, der Herr Heigermoser, der Hans, der Tracer, der Stefan S., der Villa 88, der übrigens auch wieder einen guten Mod-Job heute gemacht hat. Merci auch an dich. Der Vollbier Squad, der Murmelkopf, der Aperture Portal Testing,
der Christian Rauscher, der Domi, der Vinzenz Meier, der Herr Lipp, der Feinstes Vollbier, Special Greets auch nochmal an die, weil du mir ganz speziell hängen geblieben bist. Der Max 510, shit, da steht tatsächlich, du bist schon seit 3 Wochen VIP. Sorry dafür, dass ich mir das nicht gemerkt habe und merci für deine Donations natürlich auch, Special merci. Dann haben wir einen Säftle, einen Don Promillo, einen Fanboy, einen Kulzer, einen Kagler, einen Kargel, einen Herrn Baumann, einen Besten und einen Herrn Dietrich. So, ich glaube und habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, sobald wir mir da mehr wie 50 gesehene Sponsoren werden, dass dann ein bisschen schwierig wird zum Grüßen euch alle. Dann kann man ja da noch mal kurz schauen. Ich kann euch ja Emojis zur Verfügung stellen. Sprich, ich habe die Möglichkeit, dass ich euch VIPs für einen Chat so Emojis halt zur Verfügung stehen, die nur mit mir zum Tor haben, wie zum Beispiel ein Mossmann und so weiter. Und je mehr so Subscriber das da sind, desto mehr solche Symbole kann ich euch zur Verfügung stellen. Momentan habe ich euch 10 benutzerdefinierte Emojis zur Verfügung gestellt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein, stimmt nicht, 7. 10 kann ich euch zur Verfügung stellen und wenn wir 40 Leute sind, da brauchen wir noch 3, dann kann ich euch 11 zur Verfügung stellen. Und da werden wir uns im nächsten Stream, glaube ich, drum kümmern. Da ihr zu sagen. Und bis dahin kauft ihr jetzt jeder eine leckere Sahnewurst, schreibt der Moser. Und ja. Simi sind's. Ja, ich hab's gerade gespannt, 10 kann ich euch zur Verfügung stellen. Mal schauen, ob ich die in der Woche auffülle. Und wenn wir nächstes Mal nochmal 2, 3 müssen wir mehr werden, Sponsoren mehr werden, dann gibt's nochmal eins extra drauf. Das ist ja so ein kleines Special, das ich für euch VIPs quasi zur Verfügung stellen kann. Ansonsten da ich mittlerweile momentan gern vermeiden, dass man mir so eine zweigespaltene Fangemeinde werden, ja. Also, dass ich irgendwie für so Sponsoren einen Haufen Zeug extra mache. Ich meine, ihr habt diese VIP-Status auch gemacht, ohne dem Wissen, dass ihr irgendwas Special kriegt, irgendwie was Spezielles von mir. Und deswegen, keine Ahnung, weißt du eh. Bleiben wir alle beieinander, wir bleiben brutal. Ich sag's euch, wie es ist, ich wünsche euch ein bombengeiles Wochenende. Das Wetter wird saugeil. Geht's in die Volksfeste, die bei Ihnen sind. Geht's grillen, lasst's Kumpel sein, ich werd's auch machen. Und dann frisst und sauft's und lasst es euch gut gehen, weil wir es bei uns so geil haben, dass wir es schon gar nicht mehr checkern, so geil haben wir es bei uns. In diesem Sinne, ganz ehrlich, merci fürs Zuschauen, merci für eine Donates, merci an meine VIPs. Bis nächste Woche. Wir sehen uns spätestens nächsten Freitag und nächste Woche wahrscheinlich auch mit einem Video. Kann der How-To werden und kann irgendwas mit dem Mai zum Tor haben. Schauen wir mal. Haut euch eine. Habe die Ehre und einen schönen Freitag euch noch.